Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Und wir sind zurück. Wir sind wieder back, genau. Nach meiner Daddy-Pause. Jawohl, es ist jemand Baba geworden. Ja, voll. Mega cool. Habe eine herzige Tochter bekommen. Das Foto sehen wir am Feed. Von dem her. Richtig, ja. Wir haben einfach gedacht, mit den Gesichtern ein bisschen verpixeln, was eine sehr gute Idee war, Oli. Gell, von unseren Kindern zumindest. Von dir wäre es eigentlich auch gescheit gewesen. Ja, danke. Ich will deine Hack... Genau. Ist gut. Okay, super. Hey, ich kann mein OneNote nicht aufmachen, weil ich nachher noch etwas einspielen muss. Aber der Oli tut mir sicher ein bisschen guiden und mir ein bisschen zuschaffen. Genau, ich weiss nicht, der letzte Podcast ist schon ewig her. Gibt es dir noch etwas, was offen ist in deinem Kopf? In meinem Kopf ist nichts offen. In meinem Kopf ist noch etwas offen. Und zwar habe ich recht über die Uhr abgezogen. Ich habe es gut probiert rauszuschneiden. Es soll nicht irgendwie etwas Übertriebenes sein, überhaupt nicht. Und an dieser Stelle, sorry, ich will da niemanden irgendwie persönlich angreifen. Ja, einfach, dass ich das schon gesagt habe, ist mir wichtig. Und von dem her, ja, ich glaube, sonst ist nichts mehr irgendwie offen. Okay, dann gehen wir in die erste Rubrik. Rückblick und Ausblick. Sorry, falscher Jingle, tut mir leid, ich habe eine neue Speicherkarte gekauft. Ich probiere es mal. Rückblick und Ausblick. Schön, hä? Hey, Scheisse. Ich habe... Ja, strenger Tag. Gut. Ja, und nebst dem, letztes Mal hat unsere SD-Karte 10-mal Error angezeigt. Hey, ja, das wollte ich auch noch geschwind sagen. Stimmt, es ist doch noch mehr. Danke vielmals, Herr Pasotti. Gern geschehen. Nein, es ist... wie soll ich sagen? Ich habe den Podcast ja geschnitten und ich habe sogar noch positive Rückmeldungen bekommen. Eine, immerhin, wo... Hat es jemand gemerkt, dass du einen Scheiß zusammengeschnitten hast? Nein, der hat gesagt, hey, von der Tonqualität sei es wirklich gut gewesen das Mal. Es war wirklich gute Qualität gewesen, man hat es gut verstanden, tipptopp. Man hat den einen oder anderen Cut gehört, wo ich mir sage, ja, einen weiss ich, haben wir gehört, wo du sagst, gehen wir in die nächste Rubrik, alright, dort habe ich ein bisschen einen Scheisscut gemacht. Und die anderen Cuts, oder die anderen... wie sagen wir denn? Mal Cuts. Mhm. Die sind wirklich von der Speicherkarte gewesen. Vor allem die am Anfang. Die sind wirklich, und das war brutal mühsam gewesen, so ein bisschen zum Schneiden, wenn es wirklich gerade ein Cut war bei etwas Unwichtigem, wo man gesagt hat, habe ich gerade den ganzen Teil rausgeschnitten und sonst habe ich wirklich probiert, das Ganze einfach zu überhören. Ja, damit wir da ein bisschen... Ich hoffe, die Speicherkarte hat den Weg in die Entsorgungsstelle gefunden. Hey, es ist von nicht die Speicherkarte, sondern es ist so eine Micro-SD-Karte und die tue ich in einen Adapter rein. Und ich behaupte eben, es ist der Adapter, der am ist. So, ja. Unser Gast könnte sicher noch mehr dazu sagen. Er ist sicher mega technikaffin, aber er will glaube noch nichts sagen. Er hat mir zugenickt, von dem her gehe ich davon aus. Er sagt auch, es wird Adapter jetzt habe ich eine klassische SD-Karte, nicht eine Micro-SD-Karte, sondern wirklich eine richtige, normale SD-Karte, wie man es kennt, was ja eigentlich super Qualität sollte sein. Punkt. Gut, danke. Oli, du bist so. Jawohl. Hey, und dann gehen wir doch dort hin, wo wir hinwollen. Wir haben heute ein Gast bei uns. Richtig. Hast du eigentlich schon gesehen? Ausblick, Rückblick? Rückblick hast du nicht mehr gehabt? Nein. Wow. Ja, du, ich bin die letzten 3 Wochen, ich bin die letzten 3 Wochen ein bisschen alt gewesen. Aber hast du dich vorbereitet? Nein. Du? Aha. Ja, warte, jetzt schau ich noch. Du hast auch nichts drin, kann ich dir sagen. Okay, super. Es steht nur der Name von unserem Gast. Okay. Aber das kommt jetzt. Wollen wir ihn vorstellen? Jawohl, Hause. Liebe Fischverrückt-Community, heute dürfen wir euch einen fantastischen Gast vorstellen. Einen leidenschaftlichen Flügelfischer und auch ein bisschen Nerd. Der Siro. Hallo Velo. Besonders gerne fischt er auf Forellen und das nicht nur in den Schweizer Alpen. Im Juli auf Kanada. Gemeinsam mit seinen Freunden hat er die App Fischer ins Leben gerufen. Ein absolutes Muss für jeden Schweizer Fischer. Dass man an einem Ort zentral sämtliche wichtige Informationen für Fischer drin hat. Mit Fischer könnt ihr in die Fischereibestände einsehen und sich über die aktuellen Gewässer zu informieren, sowie die eigenen Fänge im Logbuch festzuhalten. Ja, also sein, dass die App möglichst alle Bedürfnisse erfüllt. Und das Beste, bald könnt ihr noch weitere nützliche Funktionen in dieser App nutzen. Wir sind da lange noch nicht am Ende. Das Backlog an Funktionalitäten, die wir noch mit reinbringen, das ist relativ lang. Ob du jetzt ein Pächter
oder ein Gewässerbetreiber bist, der Zero und sein Team freut sich über jede Nachricht, unsere kleine Schweiz zusammenzuführen. Ja, das ist ja hervorragend. Es klingt jetzt, als wäre der Zero ein kleiner Nerd. Aber was erwarten wir auch von jemandem, der so eine geniale App entwickelt hat? Ihr wollt mehr wissen? Yeah, boy! Dann heißen wir ihn herzlich willkommen, so wie es der Zero würde sagen, Saletti Balletti im ersten Schweizer Fischer-Podcast. Vielen Dank für die vielen Infos. Zero, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, hallo miteinander, guten Tag. Hey Zero, schön hast du dir die Zeit genommen. Danke vielmals. Mega cool. Wir haben ja bis jetzt nur immer, wenn dann telefonisch zu gehabt, wegen dem Fischer-App. Absolut, genau. Wir haben das noch nie gesehen. Vielen Dank Ja. für die Einladung. Sehr lieb, dass ihr mich da bei euch aufnehmt. Gern. Gern. Hast du dich wiedererkannt im Intro? Ja, ich war ein bisschen überrascht gewesen, was du da zusammengeschnippelt hast. Sprachmemos sind einfach der Gönner Ja, in so ich werde dir Situationen. keine Sprachnachrichten mehr schicken. Das ist Schlappfest. Du bist nicht der Erste, der das sagt. Geil. Hey, dann würde ich sagen, begrüßen wir doch den Zero so, wie wir jeden Gast begrüßen. Und zwar mit einem schönen, feinen Bierli auf unseren nigel-nagel-neuen Bieruntersetzer. Ja, ihr werdet sicher mal in der Story noch ein Foto davon sehen. Ja, ich hoffe es. Ich finde es schön, Nico, hast du schon mal anständige Bier bei dir daheim? Ja, muss ich, also sonst höre ich es immer wieder von dir. Hey, cheers zusammen. Zum Wohl. Brüstli miteinander. Und immer schön reinschmatzen, das höre ich besonders gerne dann. Zum Glück trinkt der Zero ja kein Bier, oder? Nein, wir würden nie in den Sinn kommen. So, sehr gut. Hey, meine Stimme ist ein bisschen heiser. Ich habe, keine Ahnung, ich war ein bisschen am Fischen am Wochenende und ich glaube, ich habe ein bisschen kühl gehabt. Oh je. Ja, man ist sich halt nicht mehr so gewöhnt an die Temperaturen, wenn man nicht gerade in Kanada war oder so. Also von dem her, ja. Zero, hast du eigentlich dich noch äußern zu dieser Speicherkartengeschichte vielleicht? Ja oder nein, gehen wir doch zuerst, stell dich doch zuerst vor. Was habe ich nicht richtig gesagt im Intro? Es ist alles 100% wahrheitsgetreu. Wow. Darum nochmal grosses Dankeschön, dass ich da sein darf. Sehr cool. Für die mich nicht kennen, ich bin der Zero und ich bin der Gründer von der Fischer-App. Die App habt ihr vielleicht schon mal gehört, kennt ihr vielleicht. Haben wir übrigens auch schon im Ja. Podcast darüber geredet gehabt. Haben ihr auch schon drüber geredet? Sehr viele Genau. Anfragen gehabt, wenn du endlich im Podcast kommst. Und Ohne vor allem, Scheiß. und vor allem sind wir auch gefragt worden, wie jetzt die App aussieht. Wir haben mal darüber geredet gehabt und dann sind mehrfach, ich glaube bei 2 Episoden sogar, Mindestens. sind Fragen gekommen, wie heisst die App schon wieder und was kann man alles drauf machen und wo finde ich die? Also von dem her. Das werden wir heute sicher noch herausfinden miteinander, wie wir all die Fragen können beantworten können. Aber da haben wir dann später wahrscheinlich noch einen Slot, wo wir ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Genau. Genau, Oh, im Sorry, geschwind, wenn ich da einfach, mein erster Eindruck vom Zero ist, er sieht nicht aus wie ein Nerd. So, einfach, dass ich das geschwind gesagt habe. was ist für dich ein Nerd? Ja, so einer mit kurzen Haaren, Brüllen, Also so like Sheldon Cooper. Ja, genau, ja, einfach mit Brüllen halt vielleicht noch. Oder auch der Dings, wie heisst der, der andere? Der Leonard. Ja, genau. Das sind für mich Nerds. Also einfach die Haare hat er ja schon, der Leonard. Ja, das kommt aber langsam, ja. er sieht nicht aus wie ein Nerd. So, gut. Kann jeder sein eigenes Bild machen von einem Nerd. Für mich ist Zero kein Nerd. Optisch zumindest. So. Der Rest will ich heute vielleicht noch Abschätzung über kennen. Nerds redest. Jetzt Nein, das ist nicht abschätzend gemeint. Der Podcast ist Nerd hat eigentlich eine keine- Beleidigung? Habe ich mich dann gefragt. Also eine spannende Frage. Absolut. Ich kann nur die nicht beantworten. Soll ich eine Umfrage machen? Das wäre noch hure interessant. Also, hey, hau jetzt hier, ich habe die Umfrage tun. Ist ein Nerd beleidigt? Ja, nein, vielleicht. Ja, mach ich. Also- Stimmt ab. Also dann würde ich mich mega wundern mit dieser Speicherkarte noch schnell. Ganz cool. Können wir schnell Klammern auftun? Schon, oder? Ja. Weil das brennt mir jetzt, seit du gesagt hast, dass der Zero das könnte sagen, brennt mir das so ein bisschen auf der Zunge. Nachher darfst du dir vorstellen. Ich kann es nicht genau sagen, wir müssen natürlich genau anschauen, was das Problem ist oder was genau die Symptome sind, wo du begegnet bist, damit wir herausfinden, was es liegt. Oh wow, Aber das ist Die mal eine Frage, Aussage. die im Raum stand, ist ja, ob ich helfen könnte. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte helfen. Zumindest könnte ich wahrscheinlich helfen, eruieren, was das Problem ist. Eine kaputte Speicherkarte flicken kann ich natürlich nicht. Nerd. Ja. Nein. Nein, aber ey, das- mega das cool, passt. wenn Leute das können. Wäre Ja, Respekt. Absolut. Gut, Zero, stell dir vor, sorry. Mein Name ist Zero, ich bin 27, ich wohne im Kanton Thurgau. Ich fische schon sehr, 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 sehr lang, in letzter Zeit vor allem mit Flügerrouten.
Das hat mich relativ gepackt. Die haben wir vielleicht schon mal gesehen im Video vom Oli, wo im Juli rausgekommen ist. Schon lange her, hä? Das ist echt schon lange her, Oli. Kleine Moment, Reminder-Videos, wo sind Genau. Vor 3 Episoden angekündigt. Nein. Sorry. Genau, ich bin sehr ein passionierter Fischer. Ich bin auch häufig am Wasser, auch in verschiedensten Gewässern und versuche, möglichst viele Fischarten nachzustellen. Ist mein absolut grösstes Hobby. Schon seit langer Zeit. Und aus dem heraus habe ich vor einigen Jahren eine App entwickelt, die dann ein bisschen gewachsen ist. Mittlerweile haben wir relativ gute Downloadzahlen. Wir sind in einem Team ein bisschen grösser geworden. Ich bin dort nicht mehr allein unterwegs. Und ja. Wer ist ihr? Die App betreiben wir das dritte Höher. Das heisst, wir sind ein Verein mit 3 Mitgliedern. Und wir drei Kollegen bauen an der App. Das machen wir alles nebenberuflich. Das ist auch lustigerweise, werde ich ganz häufig darauf angesprochen, so als wäre das irgendwie mein Job. Das ist ja nicht der Fall. Also sowohl ich als auch meine 2 Kollegen arbeiten 100%. Alles IT-Leute. Genau, ja, wir kommen alle aus der IT. Geil. Sogenannte Nerds, wie der Nico das noch sagen. Wieso ich? Ey, das ist mein Mischmacht, das muss man schon sagen. Ich habe nicht gesagt, dass ihr alles Nerds sind. Und immer bin ich. Immer auf Hey, die mega kleinen cool. Schwachen. Ich glaube, wir werden nachher noch genauer darauf eingehen, wie das so... Ja, je. Nur schon von der Sie Frage her läuft von noch uns. nicht. Ja, Ja. absolut. Ja, absolut. unbedingt. Da bin ich sehr, sehr gerne da, um euch Infos zu geben. Jo, und dann würde ich sagen, wir haben eine 3-wöchige Pause gehabt. Ja. Die nächste Rubrik interessiert euch brennend. Genau. Meine Woche, deine Woche. Siro, wie findest du den Sound? Absolut geil. Sehr schön. Sehr schön. Der Oli hat extra einen nerdigen Sound ausgesucht. Nein, Spaß. Hey, häng mich jetzt nicht an dem auf. Hey, nein, Wenn es rauskommt, dass es eine Beleidigung ist, haben wir es 1000-mal Hey, gesagt. was ich noch wollte sagen ist, wir haben ja noch ein riesen Kompliment bekommen, oder ich zumindest, von einem, der Misophonie hat. Oder Was ist denn eine Misophonie? Eine schwache Art von Misophonie. Ich glaube, das heisst Misophonie, sorry, wenn ich es falsch ausdrücke. Das ist Wiederholungen, mehrfache Wiederholungen hintereinander, die ihn triggern. Und ich habe am Anfang... Wie dein liebe Wort. Genau, ich habe am Anfang habe ich sehr viel Nice gesagt. Sehr viel Nice. Das ist Und schon nice, dass du nicht mehr nice sagst. mega, aber es ist eben schon noch nice. Nice ist eben schon noch nice. So, Ich gut. finde es mega schade, dass es gestrichen Nico. Ja, nein, ich sage es immer noch, aber ich sage es nicht mehr so ich brauche es nicht mehr so inflationär. Ah, jetzt aber. So, genau, hochgestochen. Nein, ich brauche es nicht mehr so viel, weil halt die Rückmeldungen dementsprechend gekommen sind. Und dann habe ich mir gesagt, ja, easy, schau drauf. Und er hat mir noch geschrieben, hey, super, oder uns geschrieben, hey, top, wirklich Kränzli Winde, geil, nice, sagst nicht mehr so viel. Was ihm aber aufgefallen ist, aufgrund von seiner Misophonie, dass ich jetzt viel von dem her ja sage. Das stimmt. Absolut. Ich sage viel von dem her ja und dann geht es weiter. So ein bisschen als Füller, als Lückenfüller. Ja, aber kennst du die beim Vortrag in der Schule einmal immer gesagt haben? Genau. Und genau sage ich eben auch noch viel. Genau. So, weiter geht's. Genau, Das nice. ist genau, von dem her, ja. Nein, hör auf, hey. Ich schaue, dass ich mich daran halten natürlich, selbstverständlich so ein bisschen, ja. So, das wäre es gewesen. Noch zu der vorherigen Rubrik, Rückblick und Ausblick. Aber wir sind ja jetzt in einer anderen Rubrik. Komm, dann mach doch gerade weiter. Soll ich gerade weitermachen? Ich bin gerade so im Flow. Ich habe heute den ganzen Tag geredet. Wenn wir einen Podcast aufnehmen, ist es Dienstag. Wir haben die Ausstellung gehabt. Und ich war den ganzen Tag am Reden gewesen und ich brauche keine Pause, nichts, ist alles gut. Hey, meine Woche. Ich bin viel fischen. Es war eine sehr fischreiche Woche gewesen. Ich war 3-mal auf dem Wasser gewesen. Mega cool. Ich bin einerseits mit dem Mere, mit dem Awesome Swiss Perch Fisher, bin ich auf dem Wasser gewesen. Dort, Gibt es den noch? hey, den gibt es noch, absolut. Und er hat einen satten Meter 10 Hecht im Zürichsee rausgezogen. Stabil. Sehr geil, sehr geil. Spot sagen? Nein, Zürichsee. Es sollte genug Spot sein. Ja, im Zürichsee hat es echt das Tätsch und geklopft. Das ist so, ja. Sicher nicht zu wenig. Ausser vielleicht mit der Flügerroute, das weiss ich halt nicht. Kenne ich mich nicht aus. Ich weiss nicht, wie schwierig das ist mit der Flügerroute zum Hecht fischen, aber ich glaube, es ist schon auch eine kleine Herausforderung. Ja, ist in Ordnung.
Ich habe es jetzt noch nie am Zürichsee gemacht. Das ist die Frage, wie es dort von der Stelle her ist, wie gut kannst du rühren. Ist eher schwierig. Du brauchst halt Platz Ja. hinter dir. Ja, das hast du im Zürichsee sicher nicht. Ja, mal, es gibt den einen oder anderen Spot, wo, also ich weiss gerade in Talwil zum Beispiel hat es ein Floss so neben dem Hafen zu und dort könntest du eigentlich gut mit den Flügen fischen. Du kannst nicht x Meter ausrühren. Also die volle Wurfdistanz wirst du nicht erreichen, aber es gibt auch die einen, also ich habe auch schon einen gesehen, der dort Nägel fischt mit der Flügerroute, habe aber nie gesehen, etwas fangen von dem her. Und sonst halt vom Boot aus, gell? Dann hast du genug Platz. Das ist Aber- ja. Ich bin fix vom Boot ausgegangen. Nein. Wir sind doch mit dem Boot gegangen, ne? Ja, aber nein, vom Ufer aus mit so, den Flügen, weißt du so. Wir sind mit dem Boot draussen gewesen, ja. Ich habe das Boot können haben vom Pado, mein Tacklebox-Typ, mega cool. Habe mein Live-Scope portabel gemacht und dann sind wir scopen. So. Wir haben mega viel Biss verpennt, wir haben mega viele Reaktionen gehabt und der Mere ist der Einzige, der einen Fisch rausgebracht hat, eben, wie gesagt, 1,10 Meter, mega geil. Petri an dieser Stelle Mere. Die Woche darauf bin ich wieder fischen. Dann bin ich mit einem anderen Kollegen fischen, mit dem Milan. Hey Milan, ich weiss, du hörst unseren Podcast und die Story muss ich jetzt auch erzählen. Hey, wir sind draussen gewesen, auf dem Zürichsee, etwa 200 Meter vom Ufer weg. Wir haben, ich erzähle jetzt die offizielle Version, wir haben einen Fisch auf dem Scope gehabt, wo wir haben anfischen wollten, schon am Anrühren gsi. Also, der Köder runter. Es ist so geil, dort ist einfach vertikal, also wirklich das Dreieck machen, den Down-Modus, also wirklich runterschauen, hast du den Köder anheben und hast runterlanden. Also, ja, ich darf nicht zu viel sagen. Hey, und auf einmal höre ich einen riesen Knall. Und ich dachte, fuck, haben wir etwas gerammt? Nein, wir sind zu weit raus, da kann ja nichts sein. Hey, da habe ich rumgeschaut und dann sehe ich, wie der Hinterteil von einem 4er-Ruderkahn, so Sportruderboot, langsam rumkommt. Dann höre ich wieder ein bisschen Scheisse, wir haben etwas verwünscht, Scheisse. Hey, und ich bin nicht ausfällig geworden, aber ich habe mich recht zusammennehmen. Ich habe mir dann innerlich mir selber sagen, es ist passiert, du kannst es nicht mehr verhindern, es ist vorbei. Einfach hoffen, dass du nicht untergehst. Und der hure Scheisskahn, die haben vorne drauf ein Licht. Und das Licht, beziehungsweise der Kahn ist bei uns in die Seite rein, in die linke Seite, also Backbordseite gekommen, vorne, und hat aufgrund von der Geschwindigkeit und unserem runden Bug, unser Bug ist ja rund bei einem Boot, ne? Und dann hat es dann gerade unter das Boot untergedrückt, den Spitz, und weil der Bug in der Mitte, also eigentlich unter Wasser noch so, ich kann es schlecht beschreiben, er geht einfach noch wie so rein, wie so eine Einkerbung unter Wasser. Und dort drunter hat es nachher das hure Licht verkeilt. Das ist doch das Bötchen nicht mehr rausgekommen. Das war einfach der Spitz vom Ruderbötchen unter unserem Boot gewesen. Ja. Da ist der eine dort ausgestiegen, der hinterste Mann hat angefangen, ja, nein, er hat brüllt, ich will es nicht verharmlosen, also ich will es auch nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen, er hat brüllt, er war völlig am Ende dort. Der hat gesagt, Scheisse, ich habe jeden 5. Schlag hinterher geschaut, ich habe nichts gesehen und es tut mir mega leid, nein, fuck, ich habe so einen Fehler gemacht und so, mega bereut, gell, dann musste ich zuerst aufpeppern und so. Aber der Typ ist ausgestiegen von seinem Ruderkahn, ist auf dem Ruderboot vorgelaufen, Richtung unser Boot, und hat es probiert rauszudrücken, also ins Wasser reinzudrücken, aber weil die halt so viel Luft drin haben, in diesen Ruderkahn, hat er es natürlich nicht geschafft. Und dann ist der noch ins Wasser reingekumpelt, hat sich aber immer am Bötchen gehabt und hat dann probiert, von Hand das Ganze zu lösen und hat dann eben gesehen, dass der, oder gemerkt, dass der dann so wie verkeilt ist. Ja, und schlussendlich war der nur am Röcheln gewesen, wahrscheinlich kurz vor der Unterkühlung. Dann haben wir ihn aufgezogen zu uns, haben eine Jacke angelegt, die Seepolizei angerufen und das war das ganze Krippenspiel auf dem See gewesen. Wunderbar. Wir haben noch Fotos, die Fotos kann ich nicht in die Story oder so, kann ich nicht machen, darf ich nicht, will ich nicht. Ja, es sind wahrscheinlich auch Personen dabei, die das nicht unbedingt wollen, von dem her, ja. Genau. Ist da wie im Strassenverkehr? Oder hat das andere Regeln? Mehr, also, ich bin ein bisschen am Üben für die Bootsprüfung. Und der Punkt ist der, ein Boot, das nicht verankert ist, und ein E-Motor zählt übrigens auch nicht als Anker, wohlverstanden. Ein Boot, das nicht verankert ist, hat keinen Vortritt. Auch nicht vor einem Ruderboot. Das heisst, das Boot, das nicht verankert ist, gilt als bewegendes Boot, als fahrendes Boot in dem Sinn. Und somit musst du eigentlich schauen, dass du manövrierfähig bist und die Situation kannst ausweichen. Also theoretisch gesehen wären wir schuld. Anscheinend. Okay. Anscheinend. Habe ich auch nicht gewusst. Ich habe mit dem Aschi darüber geredet, weil ich bin mit dem Aschi noch fischen, das letzte Wochenende.
Die haben mir dann das so erklärt, haben mir gesagt, wow, okay, ja, musst du aber aufpassen, dass du nicht noch Busse bekommst. Und die Polizei hat uns zwar gefragt, damals, ob die Schuldfrage geklärt sei. Dann habe ich gesagt, ja, die ist geklärt. Und der Polizist gesagt, ja, sehen das denn die anderen auch so? Berechtigte Frage, oder? Klar, ja. Dann habe ich die Ruderer gefragt, hey, ist die Schuldfrage geklärt? Dann haben sie gesagt, ja, ist geklärt, sie sind schuld. Von dem her, tipptopp. Super. Okay. Abgehökelt, Strich drunter, that's it. Ja. Und übrigens, der Polizist war noch ein cooler Typ. Ich habe angerufen, die Polizei, dann hat gesagt, ja gut, dann schicken wir die Seerettung raus, bringen es euch an Land. Er hat gesagt, nein, wir wollen nicht an Land. Wir wollen nicht an Land, ich könnte die Ruderer an Land bringen. Ja, was ist denn euer Plan? Ich sage, ja, Fischen. Ich sage, aha. Ja, das kann ich verstehen. Ist übrigens auch ein Fischer, also von dem her, ja. Liebe Grüße. Hey, ja, sehr turbulent gewesen. Ist am Dienstagabend gewesen. Eine Woche später, am Samstag, bin ich dann mit dem Aschi noch fischen. Mega cool. Wir haben zwar nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, kleine Pikes gefangen, so 80 umeinander. Er hat am Morgen noch schön Segel gehabt, hat er gesagt. Ich bin dann ein bisschen später gekommen, ich hatte daheim noch Sachen zu tun gehabt. Dann hatte ich noch Geburtstag in dieser Zeit. Die einen oder anderen haben sicher das Foto gesehen. Er hat doch ein mega schönes Geschenk vom von mir bekommen. Geschenk von Oli. Ich vermisse es eigentlich wieder auf unserem Tisch. Ja, Oli kann es eigentlich noch runtertun, aber ja. Es ist noch auf deinem Nachttisch. Ja, es ist immer auf dem Nachttisch, auf dem Boden im Büro. Ja, nein, es ist, ja, es lange wir ja nicht, deine Visage. Also, ja. Alle 2 Wochen. Genau, Geburtstag hatte ich gehabt, cool gewesen. Und ich habe Toppis ins Sortiment aufgenommen. Seit dem 6. November. Mega cool. Danke, Robin, an dieser Stelle, dass ihr mich da beliefert und dass wir da können partnerschaftlich zusammenarbeiten. Mega cool, super, geile Baits. Ja, that's Wie it. kommst du zu dem? Hey, ich war in Holland gewesen. Ich habe in Holland mit Cornelius am Free Rig eigentlich relativ gut gefangen. Schöne Egli gefangen. Kannst du nochmal das Rig wiederholen? Ich habe das nicht so recht gehört. Free Rig. Wer hat dir das gezeigt? Oli, das war deine Montage gewesen. Das ist immer noch die Montage vom Halbwilersee. Absolut, gebe ich dir völlig Danke. recht. Ich habe aber, muss auch sagen, nicht viel Free Rig gefischt. Das ist auch nicht das, was mich bezogen hat, sondern der Dart Jig in Kombination mit dem Pintius. In Amsterdam, wo nichts gelaufen ist, habe ich im letzten Podcast schon gesagt, wo nichts gelaufen ist, ein Dart Jig dran, der Pintius hinten dran, in so Chartreuse-Grün war er. Und der Brücke, hey, wirklich, in die Rutenspitze in Irland, es hat einfach getatscht. Und das ist dann schlussendlich das, wo ich mir sage, hey, der hure Dart-Jig, das überzeugt mich. Toppis sind coole Leute, ich habe es mit dem Robin sehr gut. Und durch das habe ich dann gefunden, hey, why not? Hat die eine oder andere Umstellung auch gebraucht natürlich im Online-Shop, vor allem auch in Bezug auf Showroom. Ich muss ja einen Showroom haben und der Showroom, da das Lager bei mir habe und jederzeit jeder kann vorbeikommen, habe ich auch einen Showroom. Ich habe es bei mir auf der Homepage auch vermerkt. Mache Termine ab, wenn ihr vorbeikommen. Nicht einfach vorbeikommen, das geht nicht, sondern wirklich terminieren, damit ich auch rum bin. Ja, und dann habe ich den Toppis aufnehmen, von dem her. Cool. Genau. So, jetzt habe ich glaube genug erzählt von meiner Woche und übergebe das Wort. Zero. Hast du Ja. auch von deiner Woche erzählt? Es muss nicht so lang sein wie die vom Nico. Nein, muss nicht. Also es darf auch gerne länger sein, ist kein Thema. Kein Problem. Bei mir ist tatsächlich nicht so mega viel Fischerei gelaufen. Ich bin in der letzten Woche einmal am Wasser gewesen. Das ist bei uns am Weiher im Zürich-Oberland. Dort habe ich mit einem Kollegen ein bisschen auf Karpfen gefischt. Sind auch erfolgreich gewesen, haben einige Karpfen können landen. Da habe ich noch ein geiles Video, wenn ich in Holland bin, durch den Angelshop durchlaufe. Sorry an jeden Karpfenfischer. Laufe ich durch einen Angelshop durch. Bin ich so am Filmen vor dem Turnier, das ich mit dem Robin gemacht habe. Komme an der Karpfenabteilung vorbei. Hat sich gelacht schon, wenn er den Witz erzählt hat? Ich filme den Boy und sagt, Karpfen. Und ich habe nur den Teil rausgeschnitten, das ist nicht so geil. Sorry an den Karpfenfisch. Excuse. Ja, gut, sorry. Was gut ist da Mobbing gegenüber Karpfen. Ich finde Karpfen Ja, sehr mit schöne Nerd und Fische. Karpfen hat das heute ein bisschen. Ja, Hast du gesehen, merkst du etwas? Du bist mega willkommen Ja, bei uns, ist Viro. okay, ja, ist okay. Das ist echt krass, Nico, ja. Genau, das habe ich gemacht. Sonst bin ich nicht am Wasser gewesen. Sollte ich eigentlich mal gehen wieder, das Zeit hätte ich im Moment. Ja. Gut, aber was machst du? Also momentan kannst du ja hauptsächlich, vor allem ist zu, gut, Äschen vielleicht, aber Äschen ist glaube ich bei euch geschont, oder? Brauchst Gewässer, also im Kanton Zürich und Umgebung ist die Äsche geschützt. Ja. Auf vorerst, ich glaube bis 2026 mal. Ja. Das wird dann wahrscheinlich verlängert. Wie auch schon Auf was vorher. gehst du denn fischen jetzt?
Jetzt im Herbst einerseits Karpfen, Schleien, andererseits Hecht. Und für mich ist immer so ein bisschen die Zeit zwischen der Forellensaisonschliessung und Neujahr gehe ich sehr häufig Trüschen fischen. Okay. Wo? Einfach Zürichsee? Am See. Oh, ja, danke. Gut. Da kennt ihr sicher. Ja, das kennen wir. Ja, Das absolut. ist wirklich sehr gut, sehr erfolgreich auch. Okay. Dort, weißt du, dem Spot dort hinten links. Ah, ja, dort hinter dem Dings dort. Ja, genau. Ja, genau, ja. Bist du auch schon dort gewesen? Gehört habe ich schon viel davon. Ja, ist wirklich gut. Gewesen bin ich selber noch nie, aber ich habe schon von weitem her gesehen, dass, ja, absolut. Muss mega chillig sein dort. Ja, absolut, mega. Und vor allem fangst du gut. Hast du Trüschen bis irgendwie 80, 90 cm. Ja, man sagt es, Äh. ja. Die können ja tatsächlich über 1 Meter werden. Also jetzt echt? Ja, wirklich. Oh wow, okay. Ups. Genau. Ich habe aber keine metrige Diät gefangen bis jetzt. Aber die Kadenz ist relativ gut und es hat doch hier und da auch mal eine größere dabei. Ja, das mache ich relativ häufig im Winter jetzt. Dann ab dem 1. Januar ist Felchen und Eisfischen auf dem Programm. Und ganz fest hoffen und warten, bis die Forelle wieder aufgeht. Ja, das kann der Nico leider nicht verstehen. Richtig. Musst auch wissen. Aber ich habe eben gemeint, du bist hauptsächlich wirklich der Flügenfischer und nicht der Spinnfischer. Gehst du entsprechend mit Flügen hechten? Auch ja, also ich gehe jetzt immer mehr auch auf Hecht mit Flügerrouten. Ich bin nicht ein reiner Flügelfischer, ich mache es sehr gerne. Ich fische sehr diversifiziert, das heisst, ich gehe mit den Flügen los, ich gehe mit der UL los, ich gehe mit der Karpfen Grundmontage und mit der Karpfen Grundmontage und der Freilaufrolle, ich gehe mit der Spinnrute, ich gehe mit Baitcaster. Also sehr ein... Ich mache ein bisschen alles, Allrounder. Ja. Cool, sehr schön. Weil ich kenne dich halt nur so als Flügenfischer. Ja, also wenn Also, hauptsächlich. Wenn du so dein Profil anschaust, wie heißt dein Profil auf Insta? Zero Fishing. Zero Fisch. Zero Fischer. Und dort hast du ja eigentlich hauptsächlich Flügenrouten, Bilder, wenn es mir recht ist. Ja, das ist richtig. Gut. Nein, ich mache das auch am häufigsten, also halt gerade zwischen März und September oder März und Oktober, kann man sagen, bin ich gesagt 90% mit der Flügerroute unterwegs. Ja. Aber der Rest vom Jahr muss eigentlich gefüllt sein. Eben Hecht gehe jetzt immer mehr auch mit den Flügen. Das ist ja recht lustig, so ein Hecht auf die Flügerroute drillen. Kann ich mir vorstellen. Ich habe mal einen Karpfen auf Flügen gehabt. Hat auch gut Das mache ich gehabt. auch viel, ja. Also, Ja, wir haben, also mit den Nymphen. ja, also wir haben verschiedene Weiher, die relativ flach sind. Dort stehen die Karpfen gerade im Sommer recht hoch. Dort kommst du die relativ gut mit den Trockenflügen über. Das ist wirklich cool. Also wenn sie dich einsaugen, ist so ein bisschen wie Schwimmbrot fischen, aber in cool. In cool. Okay. Ja, das ist Geil. gut. Ja, das ist gut. Schwimmbrot-Fishing, cool. Ja, ist geil. Nein, finde ich cool. Also, das ist wirklich ein geiler Drill. Und so. Hecht habe ich noch nie gehabt mit der Flügerroute. Wäre auch mal spannend. Ja, voll, das ist noch cool. Alright. Dann sage ich, wie meine Wochen waren. Jo. Ich habe ja einen Nachwuchs bekommen, respektive ein herziges Mädchen. Danke. Ja, bei mir ist mega Family-Zeit, kennenlernen und was man halt so mit einem Baby macht, gell? Unregelmäßig schlafen, schöppeln. Und beim Nico an Geburtstag gehabt. Das unregelmäßige Schlaf, sorry, da muss ich nie hängen, Oli. Das unregelmäßige Schlaf ist ja genau dies. Wie gehst du damit um? Hey, mega gut. Ich habe das Gefühl, ich habe auch gedacht, ich habe mega Mühe mit auch früh aufstehen, so am Morgen um 5 und so, ist nicht mehr so meine Geschichte. Aber wenn du dein kleine Kind hörst schreien und du weißt, es braucht dich, dann macht es Tag und du funktionierst. Okay. Und das ist schon krass. Weil für mich ist immer so, der Oli hat am 1 am Abend, also am Morgen eigentlich noch zurückgeschrieben, noch Ja. eine Sprachnachricht gemacht und so, wo ich schon lange am Schlafen war, das Handy im Flugmodus hatte oder auf dem Schlafmodus. Und ich habe dann am Morgen um 6, halb 7 Retour geschrieben und dann ist einfach mal nichts gekommen, ausser der hat Frühschicht gehabt, okay, aber dann ist meistens auch nicht gerade eins geworden, bis du ins Nest bist, in der Regel. So, und ich Also er ist vom normalen Tag. ja, genau. Vor Baby. Genau, Ja, das genau. stimmt. Genau, vor Baby. Vor Und Baby, stimmt. mittlerweile ist es so, der Oli schreibt mir irgendwann mal Retour
Ich habe jetzt nie gross auf die Tour geschaut, aber wenn ich am Morgen schreibe, dann ist vor dem 10 Uhr eigentlich schon die erste Nachricht wieder zurück. Also von dem her, ja, und ich dachte, ich muss mal fragen, wie du damit so umgehst, ob du Mühe hast damit oder so, weil, ja, wenn Gut, bis jetzt arbeite ich ja noch nicht. Es wird dann anders, wenn ich das arbeite. Okay. Ich arbeite erst in 2 Wochen wieder. Dann, okay. Dann pfeift er wieder ein anderer Wind. Bin ich da gespannt. Dann hören wir es dann im nächsten Podcast oder im übernächsten. Ja. Hey, dann den Geburtstag haben wir schon angeschnitten. Nochmal, ich bin immer noch am Videoschneiden. Ich weiss, ich will es noch ein paar Mal sagen, aber meine Idee ist einfach, ich schneide alle Videos, die ich kann und dann droppe ich eins nach dem anderen, so ein bisschen, um den Algorithmus ein bisschen zu killen. Yes, hey, das wäre es gewesen. Leider, ich bin nie am Fisch. Ja, aber das können wir ja dann ändern nächstes Jahr. Wir haben ja noch ein paar Videos offen, Oli, die wir mal haben wollen machen. Von dem her können wir sie dann vielleicht auf nächstes Jahr legen und dann, ja. Schauen wir. Hey, ich würde sagen, jetzt haben wir ganz viel über unsere Woche geredet. Ist auch lange Zeit gewesen. Mega. Und ich würde sagen, gehen wir in Infos aus der Szene. Siro tänzelt schon langsam mit. Ist geil. Super. Sehe ich das richtig, Nico? Du hast sehr viel YPC. Ja, aber ich würde sagen, wir lassen den Gast. Ja, das ist so. Wenn wir den Gast zuerst lassen. Ja. Ich habe viel vom YPC aufgeschrieben, absolut. Es sind ein paar Episoden jetzt in dieser Zeit. Also. Ja, voll, ja. Von dem her. Aber ich würde sagen, wir lassen Siro zuerst mal so ein bisschen erzählen von der Woche. Ja, vielen Dank. Ich habe mir auch zur Aufgabe gemacht, mal ein paar Informationen rauszusuchen, falls ich gefragt wird. Und habe mich ein bisschen angestrengt, was denn da in der letzten Woche gegangen ist. Ich habe ein paar Sachen gefunden, wo ich direkt oder indirekt informiert worden bin. Und zwar einerseits im Kanton Zürich wird im Dezember eine App veröffentlicht. Das ist gerade aus meinem Metier. Stimmt. Jetzt bin ich aber gespannt. Auch gesehen haben. Das ist die EFJ2, gar nicht warum die so heisst, App. Das ist die App-Lösung vom heutigen Patentshop vom Kanton Zürich. Und sie tun eigentlich Fischerei und Jagdpatent im Kanton elektronisch machen. Hey, das hat mir fast das Genick gebrochen, als ich mit dem Meer raus bin. Zum guten Glück hatte ich noch den Laptop dabei im Auto und konnte noch einen Hotspot machen, weil du kannst, seit dem November kannst du kein Patent mehr über das Handy lösen. Auf dem Browser. Du musst also über das Internet, also kannst du nicht mehr auf Fischerverein oder Fisch... auf der Webshop von der Genau, sondern du musst mit einem Laptop oder PC draufgehen. Ich zeige dir sonst nachher, wie es auch mit dem Handy geht. Mann, ich fühle mich so alt. Danke, Siro. Bitte, bitte. Also die bringen jetzt eine App raus, haben sie sich mit euch verknüpft? Nein. Schade. Aber wer weiß. Okay. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Das wäre eigentlich euer Job gewesen. Oh wow. Was? Oli? Ah, sorry, das ist das der Übergang zu mir. Ah. Nein, ich habe noch ein paar andere Sachen. Nein, das wäre dein Job gewesen, meine ich. Er checkt es nicht. Ja, ich check's nicht, egal, sorry. Ist egal. Warte, Okay, tut mir leid. gut. Next. Genau, eben das mit dem Patent, das ist so, dass man im Dezember kann man die downloaden und dann kann man direkt in der App Patent lösen, die sind elektronisch. Und auch die Erfassung von der Fänge erfolgt elektronisch. Das heisst, ihr könnt die neu in die App eingeben vom Kanton. Und die werden direkt an den Kanton übermittelt. Ähnlich wie das zum Beispiel in Graubünden der Fall ist. Jawohl. Also aber nicht die gleiche App, da können wir dann aber später noch drauf sprechen. Das ist eine ganz spezielle Sache. Okay. Wo ich noch 1-2 Sachen dazu zu sagen habe. Sehr Mich gut. interessiert so, ja. Absolut. Also mich Sowieso, ja. Ja, absolut, Fix. absolut. Genau, dann auch aus dem Kanton Zürich. Wir haben das letztes Mal als Thema mit den Quagga-Muscheln. Das ist ja auch momentan so, dass man bewegte Boote, also Boote auf einem Trailer, dass man die nicht mehr einwässern darf. Das ist komplett gestoppt. Da habe ich auch noch blöd aus der Wäsche geschaut. Aber im Zürichsee ja nicht. Nur Greifen, Türler, Pfäffiker. Das ist gut möglich. Im Zürichsee hat es ja auch schon Quagga-Muscheln. Darum Richtig. ist es dort wie egal. Genau, Wahrscheinlich. genau, Also genau. nehme ich an, dass das der Grund ist. Und Limmatau, ja, richtig. Genau, jetzt, ich gehe viel am Pfäffikersee Felchen fischen. Also viel ist übertrieben, aber hier und da. Und dann will ich mit dem Vater gehen und papp, zu. Ja. Genau, dann muss man da belehren lassen, dass man das nicht darf aktuell. Oh ja. Haben die ihr Wanderboot? Ja, genau, also wenn du vom Trailer Ja. eigentlich eben mit der Idee, dass du dann ein bisschen flexibel bist, aber es ist halt aktuell in dem Fall einfach nicht gegeben. Mhm. Das
wenn ich da gerade schon einhängen darf, ich habe noch mit der Fischereibehörde Zürich geredet. Und zwar ist es so, dass die Frage ist im Raum gestanden, wie sieht das so zukünftig aus? Und da habe ich gefunden, komm, ich rufe schon da, weil es nicht mich selber auch wundert. Ich habe auch ein Wanderboot, das ich auch gerne würde. Greifensee natürlich brauche, Pfäffikersee oder auch mit dem Motor dann Zürichsee. Es wird so sein, dass am Zürichsee bis im März circa, Frühling plus minus, sie haben mir noch kein genaues Datum können nennen, bis im Frühling circa die Boote noch eingewassert werden, aber ab dem neuen Jahr nur noch mit Zürich-Schild. Das ist wichtig. He? Also Aargau, Schweiz, weiss der Teufel was nicht. Und ab dem März voraussichtlich wird eine Bootsreinigungspflicht bestehen, auch für den Zürichsee. Weil es gibt nicht nur Quagga-Muscheln, es gibt auch noch da die Rohrschilf, da, irgendwie so andere Pflanzen auf jeden Fall, die auch nicht in den Tümpel sollten. Aber, da ist dann die andere Frage im Raum gestanden, was ist mit diesen Booten, die am Zürichsee sind, aber auch auf der Limit? Weil die Limit ist ja direkt angeschlossen an den Zürichsee, die fließen dort raus. Und dann wird es so sein, dass der Zürichsee und die Limit als ein Gewässer gelten. Bis zum Stausee, zumindest. Limit-Stausee. Einfach so by the way erwähnt. Ja, macht Sinn. Ja. Okay. Also, Danke. habe ich nicht gewusst, tatsächlich. Ergänzt sich gerade gut. Sonst noch hinsichtlich der Quagga-Muschel-Einwässerungsstopp für übrige Gewässer im Kanton zumindest ist es so, dass du ab 2025, eben zum Beispiel aktuell kannst du im Pfäffikersee gar nicht einwassern und ab 2025 kannst du ein Heimgewässer angeben und dann bist du quasi zugelassen für das Gewässer. Aber das auch dort ich kann quasi das ist möglich, ja. Habe ich. Gott sei Dank. Genau, das heisst, für mich wäre es zum Beispiel der Pfäffikersee und ich kann eigentlich immer im Pfäffikersee und wenn ich jetzt in ein anderes Gewässer würde wählen im Kanton, dann ist so wie der Nico das vorher gesagt hat, dann müsste ich das reinigen lassen und dann wäre ich dazu ermächtigt, das auch noch mit anders rein zu tun. Ja, genau. Also das lässt du reinigen, wo machst du das? Es gibt gibt wahrscheinlich so eine Stelle oder so, wo ja, die das professionell reinigt. Genau. Es wird zertifizierte Bootsreinigungsstellen geben. Bootsreiniger EFZ. Ja, wahrscheinlich. Lehrmacher. Geil. Jetzt aber nur in 2 Monaten so. 2 Monate Schnellbleiche und dann hast du es. Aber es wird dann auch so sein, wenn du das Boot wenn du dein Hausgewässer festgelegt hast, wenn ich da noch anfügen und du sagst, es ist der Greifensee, dass du dann eigentlich das Boot, wenn du in den Greifensee Einwasser ist, musst du reinigen lassen und prüfen lassen, melden natürlich. Wenn es Auswasser ist und dann wieder in den Greifensee Einwasser ist, musst du es nicht mehr reinigen lassen. Ja, das macht Sinn. Also einfach immer, wenn das Gewässer wechselst. Richtig. Nur immer beim Gewässerwechsel musst du es reinigen lassen und melden. Genau, exakt. Gut. Ja, wundern, wie sie das dann überprüfen. Hey, schau, mir hat sie gesagt, ich habe dann natürlich auch gefragt, oder? Ich habe dann gefragt, wie sieht denn das aus? So, ich meine, nicht, dass ich es machen würde, aber es gibt sicher Leute, die das auch ausnutzen. Und ja, 100%. durch das, wie wollen wir das überwachen? Und ich weiss ja auch, wie die Kantone untereinander ein bisschen kommunizieren. Das ist ja auch nicht immer einfach mit denen, also, oder bei denen, um die Daten übermitteln und. Gewisse sind dann auf Fax und bla bla bla. Und da hat sie dann ganz klar gesagt, ja, es gäbe ein einheitliches System, wo die Nummern, die als Heimgewässer oder wo die Boote, die das Heimgewässer gewählt haben, eigentlich abgespeichert sind. Und die Polizei mit dem Feldstecher dann schaut, damit sie nicht jedes Boot muss anfahren, dort die Nummer checkt, im System eingibt und wenn es grün ist, ist gut, wenn es rot ist, rausfahren, rauswässern oder büssen, was auch immer. Und die Busse werde saftig ausfallen, hat sie gemeint. Also von dem her wird es so eine kantonsübergreifende Plattform geben, wo es das überwachen können. Nicht schlecht. Ja, und falls man es kann ausnutzen, macht es bitte nicht. Richtig. Ja, richtig. So es ist tatsächlich nicht so lustig. Die invasiven Arten machen viel Probleme. Darum, wenn wir im Zürichsee sind, im Bodensee, in einem von den anderen 30 Gewässern mit invasiven Arten drin, gehen nicht in ein anderes Gewässer. Wo noch nicht verscheucht ist, gut. genau. Auch nicht mit einem Stand-Up-Paddle. Exakt. Genau. Und das ist ein anderer Punkt, oder Stand-Up-Paddle, Kajaks und so, die dürfen ja noch ohne Bewilligung eingewassert, ausgewassert werden. Ja, das können sie auch nicht überwachen, weil die halt keine Nummer dran haben. So. Genau. Gut, dann habe ich noch mal etwas tatsächlich. Und zwar
ist es so, dass die einen wissen, dass ich bin ja nebenbei auch noch Sauna-Instruktor und wir haben am Wochenende gerade eine Tagung gehabt und die vom Netzwerk Anglerausbildung, die neuern ein paar Sachen im System und die grösste Neuerung wird sein, dass es ab 2025 elektronische Sauna-Ausweise gibt. Geil. Das heisst, die Sackstark. Sauna-Karte, die ihr jetzt habt, die gibt es weiterhin, die kann man auch noch neu beantragen, wenn man das nicht hat. Man kann aber zusätzlich den digitalen Sauna-Ausweis haben. Der wird ab dem 25. Standard. Und wenn ihr zum Beispiel als Sauna-Inhaber den habt und den digitalen wollt, dann könnt ihr den beantragen über die Webseite vom Netzwerk Anglerausbildung. Das geht ab dem 6. Januar. Applaus. Sorry, bin ich ein früh gewesen. Alles gut. Jetzt brennt es mich auf der Zunge. Ich frage es aber nachher. Ich bin Gott froh, kann man das machen, weil dann muss ich nämlich keinen neuen Sauna-Ausweis beantragen. So, Meine ist aber verbrochen. Ja, meine ist verbrochen. Der obere Teil ist abgebrochen schon lange und sie sagen es mir jedes Mal, ich muss ihn neu beantragen. Und ich sage jedes Mal, ja, mache ich dann. Genau, solange du alle Infos drauf hast, das heisst Sauna-Nummer und deine Angaben, kannst du dann digital bestellen. Angaben sind anscheinend auch nicht so wichtig. Wenn ich gefragt habe wegen dem Nachnamen, haben sie gefunden, ja, Fische sind noch fertig das Jahr. Eben siehst, gut, also perfekt. Ja, also jeder, auch wenn ihr etwas nicht mehr habt, solange ihr die Sauna-Nummer habt oder mal gemacht habt, es wird euch bestimmt auch geholfen. Also da kann man im Notfall auch anrufen. Perfekt. Genau, und, das hat einen weiteren Effekt, das ist noch eine coole Sache. Und zwar ist es so, dass du an vielen Gewässern ist es vorgegeben, dass du die Sauna haben musst. Und durch das, dass der digital ist, kannst du das neu, wenn du elektronische Patente hast, auch immer grad direkt überprüfen. Das heisst, wenn ich jetzt das Patent vergib, dann kann ich direkt prüfen, ob die Person, die das lösen möchte, eine Sauna hat. Indem er seine Sauna-Nummer zum Beispiel providet. Stark. Ja, wie? Oh Gott, verdammt, wie wird das Zeit? Und der digitale Sauna oder die Nummer kann man dann bei dir auch im App abspeichern. Das wollte ich vorhin fragen, darum habe ich gesagt, ich speichere bis nachher. Scheiße, ja, sorry. Das sagt er uns sicher noch. Ja, das ist finden wir gut. bestimmt nachher raus. Perfekt, okay. Cool. Hey, geil. Das sind, Hey, voll gute Infos, Ja, die haben ja. wir nicht auf dem Schirm gehabt. absolut nicht, nein. Finde ich geil. Vor Danke allem- vielmals, Siro. Wie gesagt, ich kann einfach ganz kurz sein. Das Mal mache ich einen auf Nico. Die ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe sie im Petri Heil Magazin gesehen. Sie haben am 31. August einen Tag gemacht für Leute mit einem Handicap, wo sie einfach dem Hobbyfischer nähergebracht worden sind, wo es Kinder und junge Erwachsene haben können go fischen. Das haben sie am Zürichsee gemacht. Ich habe gefunden, ich erwähne das ja da, weil der Sedi ja schon ein Zeitchen her bei uns war. Genau. Auch er hat das Handicap und fischt leidenschaftlich. Ich habe Unbedingt die Bilder... Folge nochmal hören. Hast du Bilder angeschaut? Nein. Okay, ich habe Bilder angeschaut, ich habe den Sedi nicht gesehen. Ah Vielleicht ja. habe ich es auch Spannend. schnell angeschaut. Vielleicht war er auch nicht informiert gewesen. Sedi, bist du auch da gewesen? Wäre noch cool, ja. Dann für alle, die nächste Woche nichts zu tun haben, wäre die Angelwelt in Berlin. Also vom Freitag in der Woche 29. bis am 1. Dezember. Ich bin gefragt worden, ob du gehst, Oli. Ich habe gesagt, nein. Wer hat dich gefragt? Sagen wir nachher. Ich habe gesagt, nein. Ich gehe. Wirklich? Echt? Ich muss ja meinen Vaterschaftsurlaub sinnvoll nutzen. Ja, geil. Ich habe gesagt, du gehst nicht. Wegen Doch, ich werde voraussichtlich, wenn alles klappt, am Freitag an der Messe. Ja. Top. Ja, wird noch ein bisschen eine Herausforderung mit Kind und Kegel. Also ich komme mit. Ja, natürlich. Jetzt wollte ich gerade sagen, schlau gespielt, dass du Auszeit hast, aber Gell? Gell? Hast du nein. Kind? nein. Ja, aber könnt es meinen, so wie du redest. Perfekt. Nein. Easy, du, meine Frau kommt auch gerne mit eigentlich an so Sachen und mein Kind ist bis jetzt noch angenehm, darum muss ich noch so Zeug machen. Ja, ist cool. Nein, finde ich cool. Ich habe tatsächlich auch mal kurz mit dem Gedanken gespielt. Ja, weil, komm doch, ich bin am Freitag dort. Meine Frau ist weg. Und dann habe ich überlegt, ob ich geschwind fliegen am Freitag und am Samstag wieder runter. Aber nein. Nein, Ja. mach ich nicht. Gib Ja, mir wir gehen mit dem Zug, weil es einfach ein bisschen günstiger ist. nicht. Ja. Wie Flüge habe ich ein bisschen geschaut. Hure teuer. Gehen wir mit dem Nachtzug? Nein, wir gehen mit dem Tag. Wie lange hast 8 Stunden. du? Du gehst am Freitag rauf und am Samstag Nein, runter? am Donnerstag Ah, rauf, Freitag und meist Samstag daheim. okay. Ganz Ja. gemütlich, Ja. ohne Ja. Hitze da. Hotel haben wir noch gut gefunden. Ja, wir haben im Fall das letzte
Zimmer, oder das letzte grosse Zimmer für Paar, wie sagt man, Doppelzimmer, haben wir gefunden. Ja, dort, wo eigentlich alle anscheinend stationiert sind. Also der Gesi und all die sind auch in dem Hotel. Kannst du dir mal ein Foto vom Gepäck schicken, das ihr mitnehmt? Ja, das nimmt mich auch noch Wunder. vor allem Retour. Vor allem Retour. Ja, nein, also mich nicht... Ja, Retour hast du wahrscheinlich nicht viel... Oh, gut, hast keine Begrenzung. Ja. Also ich muss da schon etwas posten, wenn ich da bin. Absolut. Okay. Passend zu dem, Nice Ghost ist released worden. Bravo! Wir haben ewig darauf gewartet. Wir haben manchmal darüber geredet. Beim Dani in Lungern kann man ihn mittlerweile kaufen. Sehr schön. Cool, super. Mega lässig, gell? Endlich. Nico seine Lieblingsmarke. Endlich. Ich glaube, wenn ich mal mit dem Dani durchfahre, so per Zufall, mal gehen Ja, bis du gehst, ist das alles ausverkauft. Ja. Ach, kommen wir zu unserem Lieblingsthema. Hey, genau. Ich habe ja, glaube ich, sonst keine News. Ist, glaube ich, alles so ein bisschen YPC. Geschichten. Ich habe das Regelwerk noch als Link. Ich weiß nicht, ob ihr das mal angeschaut habt. Es ist... Ich finde es noch geil gemacht, die One-to-Ones. Aber... Tun wir zuerst jemandem ein Kränzchen binden. Wir haben ihn ein bisschen kritisiert in der letzten Folge, weil er keinen Fisch gefangen hat. Fönsi. Ja. Ja. Und er hat es doch noch geschafft. Er ist Vierter geworden, ist mega schade. Mega schade. Ja. Oder 5? Nein, die ersten 4 sind weitergekommen. Er ist 5. geworden, oder wie ist es gegangen? Oder die ersten 3. Er ist Ja. aber knapp nicht weitergekommen. Hey, er ist nicht Letzter geworden. Richtig. Nein, ich finde es geil, finde ich super. Tipptopp. Von dem her... Jetzt hat es fast wieder gesagt. Von dem her ja. Komm, einmal darfst du es sagen. Habe ich jetzt. Gut. Okay, sorry. Regelwerk. Ja, nein, vorab möchte ich noch geschwind, bevor wir zu diesen 1:1 kommen, möchte ich noch geschwind, mir ist aufgefallen, und das ist jetzt das letzte Mal, wo ich da über Duo rede. Einmal muss ich noch, sorry. Also die jetzt das nicht hören wollen, Ja, können skippen. die können 15 Sekunden weiter skippen. Ich habe keine Werbung mehr gesehen von Duo. Ist das normal, dass von einem Teilnehmer, der ausgeschieden ist, die Werbung dann nicht mehr läuft? Nicht, oder? Also, Ich weiß nicht, was die Vertrag verfolgst du Siro? Verfolgst du den YPC? Nein, Okay. habe ich noch nie. Das wäre jetzt vielleicht eine Frage, die der Flo könnte beantworten. Ja, bin ich mega gespannt. Also, wenn das irgendjemand draussen weiss, ob die Werbung ausblendet wird von denen, die ausgeschieden sind. Weil Hardy Rice... Die haben gar nicht mit ins Feld geschickt. Ah doch, der Molde. Johnny Count. Ja, und die Werbung ist auch in der 1:1, glaube ich, noch gelaufen, habe ich gemeint. Ja, die läuft nach wie vor, ja. Von dem her, ja. Vielleicht wäre da gut zahlt bei LMAB. Oder es sind halt auch andere Rezensionen noch gekommen. Richtig. Nicht nur vom Podcast. Von dem her, ja. Und vielleicht ist du auch kein Sponsor. Von Das ist auch YPC. möglich, ja, das ist auch möglich. Das ist auch möglich. Absolut. Genau. So, also, das Regelwerk. Ich habe einen Punkt rausgeschrieben dort. Also sie müssen ja 1:1 gegeneinander fischen. Die ersten Duelle sind ja schon durch, die ersten 2. Da können wir nachher noch drauf sprechen. Ich nehme an, du hast dort auch eine Notiz gemacht, Oli. Ich habe es im Kopf, ich habe es Okay. gerade gestern reingezogen. Gut, perfekt. Und was ich vor allem geil gefunden habe, was sie gemacht haben im Regelwerk, dass nur 3 von den 4 Besten pro Gruppe ins Finale weiterkommen. Weil sie haben ja 4 1:1, 1 gegen 1 und von diesen 4 kommen nur 3 weiter. Und das finde ich in dem Sinn geil, weil die Letzten, die in der Gruppe sind, oder die schon, sagen wir so, die schon Erste sind in der Gruppe, in diesen One-to-Ones, wenn einer dort vorliegt, gibt der sich keine Mühe mehr. Sonst. Weil er ist ja vorne im Duell. Das heisst, der Fisch steht noch ein bisschen locker leger und will ja nicht gerade die Spots ausfischen, weil er die ja vielleicht noch mal brauchen kann. Darf er ja auch. Aber durch das, dass nur 3 oder die besten 3 weiterkommen, muss sich jeder Teilnehmer Mühe geben, in einem Duell geil zu performen, weil dann der Durchschnitt ja zusammengezählt wird und dort der Top 3 weiterkommt. Das Geile ist ja, es zwingt eigentlich die Leute zum gut fischen. Ja, voll. Weil da kommen nur die Besten mit der besten Punktzahl Richtig. weiter. Also das sehen wir jetzt am Beispiel vom Dustin dann. Ja. Eben, du fischst eigentlich gegeneinander, aber musst auch gleichzeitig miteinander fischen. Richtig. Dass du höhere Punktzahl hast. Genau. Absolut. Finde ich mega cool, dass es Das so ist gemacht so wird. clever gemacht. Was ich auch geil finde, ist, wenn jetzt du gegen mich fischst, Oli, und du das Spot vorgibst, dort du gut performst, die 90 Minuten sind um, ich gebe einen Spot vor, performen auch gut, dann kannst du nicht wieder am gleichen Spot retour, wie du vorher gut performt hast, wenn der Spot läuft. Sondern du musst einen anderen Spot nehmen,
du darfst im gleichen Gewässer, aber es muss eine gewisse Distanz davon entfernt sein. Ah, echt? Das habe ich nicht mitbekommen. Du darfst nicht Aber ist der zweimal... Händel nicht zurückgegangen? Ja, von der Quali her, ja. Aber nicht vom 1 gegen 1. Er ist doch wieder am gleichen Spot, wie es so die ersten 90 Minuten gefischt Nein. hat. Einfach Nein. eine andere Bühne. Ja, du musst eine gewisse Distanz ja, du okay, dazwischen aber haben. Du er darfst darf das das gleiche gleiche Gewässer haben. Du darfst zum Beispiel den Leck befischen. Dass du dort, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach in Maurik am Fischen bist und nachher musst du aber weiter weg. Du musst, glaube ich, eine gewisse Anzahl, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Kilometer, musst du davon entfernt sein. Du darfst aber das gleiche Gewässer brauchen. Du darfst einfach nicht mehr 1 zu 1 am gleichen Spot gehen. Und das finde ich noch geil, finde ich noch cool. Weil so kann nicht einer irgendwie jemand gegen den anderen ausspielen in dem Sinne oder einfach einen Spot, wo er gut performt. Wenn einer ein guter Buhnenfischer ist, dann kann er nicht einfach wieder an die gleiche Buhne retour, die immer läuft, die immer performt, sondern muss eine andere nehmen. Gut, aber sie ist Sami. Also... Ja, nein, das ist jetzt natürlich ein Paradebeispiel. Oder? Ja. Absolut. Von dem her. Ja, finde ich noch geil. Das sind so die 2 Punkte, die ich mir rausgeschrieben habe. Eigentlich nur einer, aber der andere ist mir spontan in den Sinn gekommen. Von dem her, ja. Genau. Hey, die ersten Duelle sind durch, wie wir schon gesagt haben. Der Schöne gegen den Jacuzo. Ja, was man muss sagen, liebe Leute, ihr habt alle falsch gehabt. Die auf Insta abgestimmt haben, ihr seid falsch gewesen. Der Schöne hat zwar das Duell gewonnen, aber kommt sehr wahrscheinlich nicht weiter. Ich habe eben auch nicht das Gefühl. Mit dieser Nein, das lange niemals, das ist viel zu schwach. Es kommt darauf an, wie die anderen noch performen, gell? Es kommt völlig darauf an, wie die jetzt, es gibt ja noch 1 zu 1 in der anderen Gruppe. Und je nachdem, wer dort weiterkommt, es kommen ja, wenn die anderen Gruppen schlechter performen, warte jetzt, ja, aber dann müssen die ja irgendwie 5-mal keinen Fisch fangen. Sozusagen. Ist schon möglich, Fischen ja. ist alles möglich. Der Schöne hat es so gesagt, wie lange sind so ein Fisch? Ich glaube 4 Minuten. Und er hat gesagt, in 4 Minuten ist alles möglich. Irgendwie so. Aber es war mega dreist gewesen, dass er dort ein Egli noch gefangen hat. Hey, mit 39,5 und der Jacuzzi hat das 39er Egli gehabt. Hey. Ja, aber auch mit dem Hecht, oder? Ja, absolut. Das sind ja so typische schöne Momente. Er wirft 2-3 Mal dort her und fängt seinen 90er Hecht. Wieso? Absolut. Wie macht der Typ das? Ja. Aber ich finde, der Jacuzzi hat geil performt, muss ich sagen. Also, ich muss sagen, er ist mir, durch das er im 1-zu-1-Duell war, ist er auch mehr auf Cam gewesen. Man hat ihn mehr gespürt als in der Gruppenphase. Und man hat gemerkt, dass er ein Guide ist. Ja. Er hat sich ausgekannt an diesen Spots. Er hat das Know-how gehabt dort. Er hat gewusst, was er macht und er hat gewusst, wohin er geht. Ja, mich hat es ein bisschen gestört. Beim Hechtangeln hat er immer einfach den Jerkbait gefischt. Hätte er auch mal einfach etwas anderes ausprobieren. Aber eben, ich glaube, du bist dort, so wie sie gesagt haben, du bist hure unter Druck allein. Ja, absolut. Also nein, weil du immer eine Hand hast, oder? Ja, genau. Und vor allem, du siehst, was der andere fischt. Du siehst, was der andere fängt und du weißt genau, fuck, jetzt muss ich performen. Jetzt muss ich. Und es ist nicht einfach so, wie wenn du in der Quali für dich alleine bist, irgendwo an einen Spot gehst und dann sagst, ja, jetzt fische ich da. Klar kannst du nicht einfach so locker sagen, aber ja, ich glaube, es ist schon noch... Ist eine Herausforderung. Ja, ich glaube, es ist schon noch ein Stüfli höher als in der Quali. Eben, und gerade Leute wie Dustin liegt das, glaube ich, überhaupt nicht. Ja, hat er ja gesagt. Er war ein Touch nervös gewesen. Der Jacuzzi hat eigentlich, ich muss sagen, ich finde, er hat geil performt. Und dass er halt den Jerk genommen hat, ist halt einfach... Ja, du nimmst das, wo du Vertrauen hast. Ja, du nimmst das, wo du eigentlich sicher bist, dass es läuft. Und wenn es halt immer nur ein Köder ist, dann ist es halt einfach ein Köder. Ja, was sagst du zum Sami und zum Hähnel? Auch dort ist die Community der falsch gelegen bei der Umfrage auf Insta. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe mich schwer getan. Bei diesen 2 habe ich mich wirklich schwer getan, weil ich denke, das hat sich jetzt ein bisschen gezeigt, was ich auch gedacht habe. Der Sami ist ein Hurenfuchs. Er kann sich schnell auf das Gewässer einstellen, so nehme ich ihn auch wahr. Ja, und gell, es ist halt brutal schwierig, wenn einer Spot-Hopping macht. Du bist nicht vorbereitet. Wenn du das nie machst, der Hähnel ist ein Buhnenzanderfischer, von mir aus gesehen. Ja, und die siehst dann wieder das Regelwerk, wo du einfach ein bisschen ausweiten, oder? Ja, das haben sie dann nicht gedacht, dass sie müssen sagen, ey, wir fangen beide gleichzeitig an. Ja. Das einfach heisst, wenn du am Spot bist, kannst du anfangen zu fischen. Genau. Und dann haben sie einander angefangen, nicht Spot zu schicken und so. Das ist schon ein bisschen Stichelei. Ja, das ist eben beim Schöne und beim Jacuzzi so gewesen. Oder wo der Jacuzzi schon was war und der Schöne der kam und gesagt hat, hey, das nächste Mal kannst du von den Spot schicken, einfach, dass wir gleichzeitig irgendwie da sind, damit man weiss, wohin es geht. Ja, und ich musste sagen, ja, das wäre schon die feine Art. Und er hat gesagt, ja, wir haben einen Gruppenchat da und das ist so ein bisschen... Ja. Ja, und der Sami, der unter die Brücke geht und einfach loslegt. Ja, eben gut, der Händler hätte ja auch mit ihm mitlaufen eigentlich. Ich meine, es ist eine Routenspitze, also eine Routenlänge Abstand, oder? Ja.
Also, nein, sie darf nicht- Minimum Routenlänge, maximal 50 Meter. Gut, und der Schöne hat auch rumgebrüllt, dass schon Cousin neben dir hergestanden ist. Ja, ja. So, ich muss so überreden. Ja. Ja, ist okay für dich. Ja, ich finde es nicht cool, aber dann machst du halt so. Ja, was willst du jetzt eigentlich? Ja oder nein? Oder Richtig, ja. Ja, eben, ich glaube, das werden sie auf nächstes Jahr schon noch anpassen. Hey, Das ich weiss auch nicht, ob das Konzept bleibt nächstes Jahr. Also ich glaube, auch das wechselt wieder. Schon? Ja, kannst du Das finde ich jetzt aber ich geil. finde es geil. Ich finde es auch geil. Aber sie sind ja immer ein bisschen am Switchen und immer ein bisschen am Wechseln und so. Von dem her, ja. Weißt du, welches das die nächsten Duelle sind? Ja, das Bayern-Duell. Der Ziereis gegen... Ist das der von Sportex? Ja. Oder der Weiss von Telvo? keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Bayern-Duell ist und der Enrico gegen den Flo Hassenflug. Okay. Ich bin mega gespannt. Ich greife jetzt ein bisschen vor, die weiteren Duelle, wie sich der Marc verhält. Der Pczowski. Ja. Ich schätze ihn als einen zielstrebigen, wenn sie muss, dreckigen Angler rein. Nicht böse gemeint, nicht anschwärzend gemeint oder so, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er so ein bisschen einer ist, wo kaum ist er am Spot, aber zack, und seine Fische hat und jetzt gehen wir weiter. So, ähnlich wie der Sami, aber noch extremer. Okay, ja. Nicht mal böse gemeint, aber einfach so, ja, er will weiterkommen, er will es reissen, habe ich das Gefühl. Ja. Sind wir gespannt, wenn das so weit ist. Absolut. Genau. Dann One Lure Challenge habe ich übrigens mal noch verfolgt, wenn ich da noch geschwind... Ja, sicher, ich habe es noch nicht geschaut, aber hau Hast du noch raus. nicht geschaut? Nein. Okay. Finde ich geiles Konzept. Es sind jetzt 2 Folgen, die ich gesehen habe. Die dritte habe ich jetzt noch nicht gesehen. Die ist ja draussen seit dem letzten Donnerstag, glaube ich. Ja, Die kommt ja. immer am Donnerstag raus. Und muss sagen, finde ich ganz geil. Am Anfang habe ich gedacht, ja easy, ein Köder. Sie dürfen pro Tag einen Köder haben. Und ich habe gemeint, ein Köder für 3 Tage. Nein, pro Tag. Oder? Weil wir haben ja letztes Mal nur über einen Köder geredet. Ja, Dabei weil darfst du dort ist es auch noch nicht so klar gewesen. Ich glaube, erst eine Folge draussen gewesen. Ja. Und sie dürfen ja pro Tag einen Köder wählen und mit dem müssen sie fischen, mit dem ganzen Setup. Also mit dem Jigkopf in diesem Gewicht, in dieser Größe, mit dem Köder in dieser Farbe, in dieser Größe, in dieser Art. Und ich finde es eigentlich wirklich noch geil. Ich muss sagen, gefällt mir. Was mir nicht so passt, ist die Moderation dort. Ja, einfach, dass er immer muss zustehen. Das ist so ein bisschen wie Profiliga. Und das finde ich ein bisschen, der Toni ja. Wehn hat doch das am Anfang auch gemacht beim YPC. Ganz die ersten YPCs war auch so gewesen. ist ja so gewesen. Ich habe Ja. gemeint, eben nur beim Finale ist er an mir vorbeigegangen, dort wo sie auf der Azoren waren, ist er an mir vorbei. Ich habe eben gemeint, dass ich nur dort war. Aber ja, das finde Ja, ich das ist schade. noch Babsi Kiewski, ist auch Ja, noch Moderator. ja, gewesen. ja, stimmt. Ja. Ja, aber nein, sonst finde ich es eigentlich wirklich eine geile Challenge. One Lure Challenge, also Raubfisch One Lure Challenge, finde ich cool. Empfehlenswert zum Schauen, ja. Absolut. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht zu viel gespoilert, aber es ist, ja, geil. Gar nicht, du hast ja gar kein Ergebnis gesehen. Aber genau, gut, perfekt. Gut, das wäre es von mir. Ja, dann würde ich sagen, der Siro hat jetzt einfach müssen warten und zuhören. Ich hoffe, es war gleich spannend gewesen. Ja, vor aber allem von jetzt, Sachen, die ihn überhaupt nicht interessieren, wie ein YPC und One Lure Challenge. Ja, genau, ganz viele Namen, die da gedroppt werden und Gossip und Ablästern. Ja, absolut. Nico Ja, wieder am Leute klar, judgen ja, und ja. einschubladen. Ja, das ist Das so kommt dann erst noch, das, Siro. das ist so ein bisschen das Ding, sein Ding. Ja, das ist krass. Aber für Ja. das kommt er auch manchmal auf die Kappe über. Ja. Aber das nehme ich gerne auch. Aber ich kann mich jetzt entschuldigen für Duo, von dem her. Ja. Das war das letzte Mal, wo wir darüber geredet haben. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste Rubrik. Oli, sagst du sie Duo? Thema! Aber Hauptsache bei uns im OneNote steht es in Mehrzahl. Steht Themen? Ja, Wirklich? fällt mir aber erst jetzt okay. Ja, gut. Ja, ich habe noch 2 Fragen. Siehst du die? Habe auf. Ja, ich noch ergänzt. ist super. Wirklich, weil bei mir steht Zusammenführungskonflikt. Lustig. Hast du auch Fragen reingeschrieben? Nein? Ah, okay, gut, Gott sei Dank. Nicht mit dem Wunderwehr. Ich habe gedacht, der Siro erzählt frei Lebern, Perfekt. wie man auf die Idee kommt, eine App zu entwickeln. Immerhin ein Thema, wo ich ein bisschen mehr Bescheid weiss als vorher. Da können wir jetzt zurücklehnen und Bier trinken. Geil. Geil, jetzt könnt ihr meine Rolle von vorher nehmen. Wenn man auf die Idee kommt, eine App zu entwickeln, grundsätzlich liegt halt näher, wenn du Funktionen hast, die App geeignet sind. Dann ist das nicht fern. Vielleicht die Idee von der ganzen Geschichte an sich ist von dort her gekommen, dass ich relativ viel in den Gewässern fische. Das heisst, ich fische am Zürichsee, Pfäffikensee, Greifensee, mit diversen Pachtrevieren im Toggenburg, im Thurgau, im Zürich-Oberland. Und wenn ihr ja wisst, hast du
überall andere Vorschriften. Das heisst, Oh du ja. hast... Hallo Genau. Schweiz. Mhm. Ja, genau. Das ist auch gut und wichtig, dass du die Möglichkeit hast, bei einzelnen Gewässern die Regeln auf die Bedingungen dort zuzuschneidern. Das heisst, wenn du zum Beispiel einen Bach hast, wo die Bachforelle stärker bedroht ist als im anderen Bach, dann kannst du die dort auch stärker schützen. Das heisst, es macht durchaus Sinn, gewisserorts. Bei gewissen Regeln ist es ein bisschen unsinnig, also man kann sich darüber streiten. Dort darfst du irgendwie, kann ich vom 6 bis um 10 fischen, dort bis um 11. Warum auch immer. Oder die ganze Nacht. Oder auch die ganze Nacht. Du darfst am Bodensee aber nur keinen in der Widerhaken Sommerzeit. benutzen. Doch, Widerhaken benutzen für keinen E-Motor. Darf man wirklich keinen E-Motor benutzen? Nein. Sorry. Spannend. Ja, ja, es sind doch so, Das habe ich von Sachen. nie gelesen. Ich habe letztes Mal das Regelwerk angeschaut dort. Ist so. Also Bugmotor oder Heckmotor oder allgemein E-Motor. Allgemein. Spannend, ja. Ja. Sorry. Ja. Genau, das führt dazu, wenn du jetzt noch mal gehst fischen und du bist am Gewässer A und dann am nächsten Tag am Gewässer B, du musst dich immer wieder neu einlesen. Das heisst, du musst, je nach Fischart, auf die du fischst, musst du mal schnell abchecken, was darf ich jetzt da genau, was ist nochmal genau schon, was da, wie viel darf ich nehmen. Und das ist recht unübersichtlich, weil teilweise steht das auf dem Patent nicht drauf. Du musst es irgendwie wissen, verlierst schnell den Überblick. Zum Beispiel in Zürich ist es so, dass du, wenn du es genau willst wissen, musst du dir zwangsläufig das Dokument abladen vom Kanton. Da kannst du auf die Webseite gehen, das abziehen, hat irgendwie 40, 50 Seiten. Und dann kannst du dir dort deine Informationen zusammensammeln. Und das führt dazu, dass so ein bisschen eine Regelmüdigkeit bei den Leuten ist. Weil man geht einfach nach bestem Wissen und Gewissen vor und vielleicht passt es noch gar nicht so genau. Ja, und ich habe mit dem mal angefangen, für mich das zusammenzutragen, weil ich einfach keine Lust hatte, das immer nur röteln oder immer nachlesen gehen. Und habe mir das aufgeschrieben für all meine Gewässer, wo ich regelmäßig bin. Und dann, weil es mich interessiert hat, habe ich dann gefunden, ich mache mal eine kleine App für mich auf dem Handy, kann ich das dort reintöckeln und habe das dann chillig verfügbar. Und dann haben aber ganz viele Bekannte dann gefunden, hey, was hast du denn da für eine geile App? Verständlich. Ja, logisch. Verständlich, habe ich auch gedacht. Ja. Kannst du mir das auch geben? Ich will gerne die Regeln auch sehen und kannst du mein Gewässer auch noch reinnehmen. Und ich fische dort einen Tee, kannst du das auch noch aufschreiben. Und dann ist das so ein bisschen gewachsen, ich habe dann das angefangen zu verteilen, auf andere geht das relativ einfach. Und das ist dann so immer ein bisschen breiter und grösser geworden, bis wir irgendwann gefunden haben, ja, kann man es ja, wenn dann gerade auch richtig machen, dann machen wir eine richtige App, rund in den Store und da kann man dort die Gewässer erfassen, kann dort die Fischbestände, alle Regeln, die relevant sind, aufführen. Und dann haben eigentlich alle, die interessiert sind, das immer dabei im Hosensack. Also du bist hier immer noch alleine gewesen? Ja, genau. Also ganz am Anfang, als ich das für mich mal gebaut habe, ein bisschen umgebastelt. Das war noch allein gewesen. Wann ist das gewesen? Wann hat das angefangen? Boah, du fragst Sachen. Plus, minus? Oh, ich hätte 20? jetzt behauptet, im 2020. So Corona? 1920, so etwas umeinander. Ja, okay. Genau, und dann, ja, ziemlich schnell, was es darum gegangen ist, eine richtige App zu machen, die in den Store sollte, habe ich dann mir Hilfe organisiert. Einfach weil es darum geht, man hat Logins, man hat Users, man hat Daten, die irgendwo gespeichert sind. Das soll effizient und sagen wir, konform, so wie man es macht, Best Practice, soll das ablaufen. Und da habe ich mir dann Hilfe geholt von einem Kollegen, der sich da besser auskennt als ich. Er ist zuständig für die ganze Datenbank, für das ganze Backend, das heißt für alles, was an Informationen muss bereitgestellt werden, verwaltet werden, alles Berechtigungsfragen, wo er in der Obhut hat. Und ich habe mich darum vor allem auf das Frontend fokussiert von der Mobile App. Das heißt, ich baue die App so, wie ihr sie anschaut. Die ist von mir, die kann ich so gestalten und weiterentwickeln. Ja. Krass, weißt du? Er war mein bester Freund dort zumal. Hat er einfach alle Regeln irgendwo notiert gehabt. Das ist eigentlich schon verrückt. Das ist eigentlich schon verrückt, so eine App irgendwie, also eine App zu entwickeln. Kannst du ein paar Mal überlegen über Majorfish, so eine App für Majorfish zu entwickeln. Lassen natürlich, ich selber vergiss es. Also eben kann ich mal über das Handy für den Zürichsee ein Patent lösen. Muss man dann immer noch zeigen, habe ich schon noch auf dem Schirm. Ja, mach. Aber zum Entwickeln also weißt, es sind doch noch recht Kosten. Klar, wenn du es selber machen kannst, dann kannst du es unter deinen
Hobbystunden abbuchen, aber ich nehme an, das Equipment musst du ja gleich irgendwo haben. Also du musst ja gleich irgendwo ein Storage haben, wo die ganzen Daten speicherst. Also ist ja nicht einfach so, klar, am Anfang hast du, glaube vielleicht wahrscheinlich noch ein Excel gehabt. Ich meinte, ich habe von dir mal ein Excel bekommen, um das ein bisschen eintöckeln dort, aber irgendwo musst du dann eben die ganzen User-Konten und alles drum und dran und Datenschutz und weiss der Teufel was alles, ist ja dann ein riesen Thema. Absolut. Genau, eine App jetzt für Majorfish kommt darauf an, was denn der Nutzen davon ist. Oder ich meine, einfach eine App machen, das du eigentlich gemacht hast. Ja, also bei Zalando kaufen auch mehr über die App als über den Browser. Das ist eigentlich mein Ziel, dass wir kaufen. Aber man kann es ja, einfach machen, zum Homebildschirm hinzufügen. Und genau, dann das ist hat man eine sogenannte Web-App. Genau, eine Web-App. Genau, exakt. Auf dem Handy quasi zu den Apps dazu speichern. Exakt, genau. Genau, das Excel ist tatsächlich nie gewesen. Es ist mehr so, dass wir die Informationen zum neuen Gewässer aufnehmen, dass wir das mit dem Excel schnell erfassen. Dort haben wir eigentlich die Felder drin, die wir nachher auch brauchen für die Datenbank, dass man das strukturiert kann erheben und nachher dann in die Datenbank importieren. Das ist echt so ein Medium für den Upload quasi. Okay. Ja, das ist schon spannend. Ja, und dann, wie ist denn das Ganze weitergegangen? Dann ist ja dein Kollege dazugekommen. Wie haben ihr dann angefangen, das Ganze zu bauen? Oder was sind die Anfangsideen gewesen? Wir haben uns mal überlegt, was so ein bisschen die nützlichsten Features sind. Und da sind wir dort gelandet bei dem, was wir jetzt haben. Also wir haben momentan Gewässerinformationen, wir haben Fischinformationen. Das sind irgendwas über zwischen 30 und 40 Fischarten, die in der Schweiz vorkommen. Wo wir Infos dazu haben, so ein bisschen steckbriefmässig, aber auch so Grössentabellen, sehr praktisch. Und Verbreitung, also man sieht da, in welchen Gewässern, die innerhalb von Fischen erfasst sind, die Fische vorkommen. Das heisst, ich kann über die Fischart auch Gewässer suchen. Das kann man sonst eigentlich nicht. Das haben wir reingenommen. Wir haben Shops reingenommen, das heisst, alle Angelläden in der Schweiz sind da drin verzeichnet. Majorfish ist auch dabei, mit einem Köderautomat in Bern. Genau. Wenn es immer noch dabei ist. Ist dabei. Gut. Wir haben physische Shops drin. Grundsätzlich kann man auch Online-Shops drin nehmen. Ist mir die Frage, es ist auf einer Karte, dort haben wir in der Regel keinen Standort. Das heisst, das ist ein bisschen verwirrend, dass dann jemand denkt, geil, da hat es einen Angelladen nebenbei, dabei ist es einfach am Nico sein Haus, wo er seine Majorfish-Köder gelagert hat. Ja, es ist so, absolut. Macht durchaus keinen Sinn. Nicht unangemeldet vorbeikommen, das ist ein bisschen Unfug. Macht absolut keinen Sinn, also von dem her ist schon so. Genau, und dann haben wir als weiteres Feature, da war die Nachfrage auch sehr, sehr gross gewesen, das ganze Fang-Logbuch reingenommen. Dort haben wir die Möglichkeit, dass du kannst einen Fang erfassen kannst, das haben wir vielleicht auch schon mal gesehen oder genutzt. Das heisst, du machst ein Foto von dem Fisch, kannst die Art angeben, kannst den Standort angeben, es wird dir alles reingeladen mit der Zeit, mit dem genauen Standort, du kannst das Gewässer angeben, wenn das Gewässer ist, wo ein Fischer drin ist, wird es automatisch reingeladen. Du kannst die Wetterdaten, die dir reingeladen werden, noch ergänzen, kannst noch sagen, ob du um Grund- oder Topwater gefangen hast, den Köder angeben und speichern. So hast du eigentlich dann alle Fische, die du gefangen hast, immer übersichtlich griffbereit. Das heisst, du kannst schnell reingehen, kannst filtern, zeigen wir mal alle Hechte über 1 Meter, kannst schauen, wo du die genau gefangen hast Bilder dazu und hast so eigentlich alles relativ gut inventarisiert. Und da weiss ich noch, habe ich mit dem Siro geschrieben. Ich sage jetzt mal Stichwort Papagei, vielleicht weisst du es noch? Nein, sehr okay, gut. Ich habe mit dem Siro geschrieben, von wegen Fischbilder. Und jetzt weiss es dann. Ja, das ist gut. Und da habe ich gedacht, okay, hey, ich kann dir Fischbilder liefern. Oder hast du glaube mich angeschrieben, irgendwie so etwas. Ist es von wegen Fischbilder, kannst du ein paar Fischbilder schicken. Aber einen Aufruf gemacht, ja genau. Wo man einfach hauptsächlich den Fisch sieht. Und ich dachte, ja, ich kann ja Fangbilder von mir so mit Hecht und Zander und Egli. Da habe ich gesagt, für was brauchst du die? Ja, ich habe einen Papagei, ich will ihm beibringen, was für Fische das sind. Oh Mann. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass wir gewesen für eine KI, die dahinter steckt, dass wenn ich ein Foto auflade, dass dann automatisch der richtige Fisch zieht. Richtig, ja. Das ist mal... Gott sei Dank. Und ich habe lange geglaubt, dass ich wirklich wie ein Papagei bin. Ohne Scheiß? Ja, ohne Scheiß. Beim Siro weisst du nicht. Bei einem IT-Spezialist. Ich habe jetzt extra einen Nerd gesagt. Ach, vielen Dank. Gerne. Super.
Der Mensch hat einen Papagei daheim und hat ein Fötterchen gefüttert. Hey, er entwickelt eine App. Eine App entwickeln musst du zuerst können. Und dann würde es mich nicht erstaunen, hätte er noch einen Papagei daheim, wo er irgendwie, keine Ahnung... Das ist ein Hecht. Ja, wo er irgendwie so an Shows geht, so ein bisschen wetten das oder so und wette, dass ich meinem Papagei 100 Bilder kann zeigen und 90 davon kann er erkennen. Keine Ahnung. Geil, ich liebe deine Fantasie. Ja. Das ist spannend, können wir mal ausprobieren. Ja. Hast du einen Papagei? Tatsächlich nicht. Ja. Genau, das war tatsächlich für eine KI gewesen. Und zwar haben wir mal, das war auch kurz in der App drin gewesen. Und zwar kannst du, wenn du das Fischspiel reinlässt, hat es dir dann angezeigt, was es für eine Art ist. Wir haben das mittlerweile wieder rausgenommen, es funktioniert nicht so akkurat. Es ist so... Deine Bilder sind schlecht gewesen, Nico. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass seine Bilder schlecht sind. Das ist, ich bin wahrscheinlich zu viel drauf gewesen, darum hat es immer so angezeigt, so Schleim, ja, genau. so Wal und Wels. Das ist immer Forelle angezeigt beim Nico. Passt. Es ist je nach Fischart unterschiedlich gut gewesen. Gewisse Arten hat es sehr gut können. Bachforelle zum Beispiel, die hat hervorragend funktioniert. Egli meines Wissens auch. Hecht hat auch gut funktioniert, aber ganz viel, ja, so ein bisschen weniger häufige Arten hat es wirklich falsch gemacht. Also da hast du irgendwie einen Wels gehabt und hat es gesagt, Trüschen. Also. Ja. Und bei mir ist vielfach auch beim Hecht der Aal gekommen. Sogar, okay, ja. Das ist spannend. Aber das kannst du dann manuell ändern, spielt keine Rolle. Ja, genau, das ist eigentlich überschreiben, aber das Ding ist halt gewesen, wir haben gefunden, bei dieser Art ist es in Ordnung, aber wenn du zum Beispiel ein Rotauge hast und du schreibst dran eine Rotfeder, ist das problematisch, wenn es jemand ist, der das nicht selber kann beurteilen kann. Der glaubt das. Und wenn du am Gewässer bist, wo du spezifische Regeln hast für die einzelnen Arten, kann das irreführend sein. Und dann haben wir einfach gefunden, hey, solange das nicht 100% super funktioniert, nehmen wir sie gescheit mal wieder raus. Wir wollen es aber wieder reinbringen. Das ist momentan nicht Prio 1, aber ich finde es grundsätzlich cool. Also meine Vision ist ja eigentlich, dass du, wenn du am Ende des Tages am Wasser bist, dass ich irgendwie meinen Fischstöter oder irgendein Objekt kann neben den Fisch herlegen, ein Foto machen, Enter und dann ist gegessen. Dann wird die Grösse ausgerechnet, das Gewicht wird ausgerechnet. Aufgrund vom Standort kannst du das Gewässer einschreiben, es kann die Wetterdaten laden, aufgrund vom Standort und der Zeit. Es kann dir das richtige Patent rausgrübeln und das dort vermerken. Und auch aufgrund vom Referenzartikel Fischstöter auch die Länge. Genau, das also ist die ob jetzt Idee. Fischstöter oder Zigarettenpäckchen oder was auch immer, einfach als Referenzartikel musst du etwas anlegen, Richtig, so dass ja. eigentlich die Länge und das Gewicht und das stark, finde ich geil. Wann Genau, sind wir aber- so weit? Wir haben momentan andere Sachen drum. Also wir arbeiten jetzt nicht an dem mit dem Hauptfokus, darum kann ich dir das tatsächlich nicht sagen. Ich habe noch eine andere Frage. KI ist ja momentan ein riesen Thema. Allgemein. Also in der ganzen Welt. Und ihr habt ja KI dahinter gehabt für die Fischerkennung. Ist die lernend gewesen, wo ihr sie schon bereits scharf gestellt habt? Ist es immer noch als KI gewesen, oder ist es einfach so ein bisschen ein Ablauf gewesen, ein Skript, das ihr geschrieben habt, wenn es so aussieht, dann, oder wo ihr rausgezogen habt von dieser KI, wo vielleicht im Background gelaufen ist und nicht wirklich auf dem App? Ja, es ist was dazwischen. Also es ist nicht ein Skript, wo das anhand von konkreten Merkmalen angeschaut hat, sondern es ist schon ein Modell gewesen, wo wir trainiert haben. Und die Merkmale, wo das Modell sich raussucht, das können wir nicht einsehen. Das ist meistens so ein bisschen die Sache bei künstlicher Intelligenz. Also es ist immer noch in dem Fall ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, scharfe künstliche Intelligenz gewesen. Das Ja, heisst, aber die wenn ich- lernt nicht kontinuierlich. Das Okay. heisst, sie ist wie einmal trainiert. Das ist ein Modell. Ja. Das Modell ist trainiert worden mit Daten. Ja. Und die Daten haben wir genutzt, um KI zu trainieren. Und dann hast du quasi das fertige Modell. Das Modell hat eine Aufgabe, das heisst Input in das Bild, Output der Fisch, wo sie das Gefühl hat, dass das ist. Ja. Und wenn wir jetzt mehr Daten hätten, dann könntest du die nochmal neu trainieren mit mehr Daten. Und verfeinern dementsprechend. Genau, das Ding ist da, ich kann nicht einfach alle Bilder nehmen, die Leute uploaden und mit denen machen, was ich will. Da gibt es Vorgaben. Und Datenschutz eben dem, oder? genau, gerade Bilder, die ihr macht, sind ihr die Urheber davon. Und wir dürfen die nicht ohne weiteres einfach benutzen, um irgendwelche Modelle zu trainieren. Aber du könntest ja einen Banner machen oder bei der Installation von der App könntest du sagen, meine Daten freigeben oder nicht. Das könnte man theoretisch Das machen. wäre ja eigentlich etwas, wo gang und gäbe ist heutzutage mit diesen Cookies unter anderem.
Oder wo du sagst, meine Daten ist okay, Cookies akzeptieren, oder sagst, Cookies nicht akzeptieren, nur essentielle. Und dann dürften sie ja theoretisch gesehen, ich sage jetzt, theoretisch gesehen, nur die Cookies abgreifen, die essentiell sind. Und das könntest du eigentlich theoretisch gesehen auch machen, dass du sagst, Bilder freigeben. Ja, klar, also du kannst natürlich schon quasi nach einer Einwilligung fragen und wenn der Nutzer die Einwilligung gibt, dass du dann quasi die Lizenz hast für das Bild, um mit dem beispielsweise irgendein Modell trainieren. Das geht durchaus. Ist eher die Frage, an dem Zeitpunkt, seit wir das erste Mal gebaut haben, hat sich einiges da. Da ist die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, das selber zu machen oder ob man nicht einfach Google Gemini zum Beispiel anbindet. Ja. Und sagt, der hat zum Beispiel die Aufgabe, die Fischbilder zu analysieren. Das ist wie ChatGPT, nehme ich an. Ja, genau. Ja, okay. Man könnte es wahrscheinlich auch mit ChatGPT machen. Ja, okay. Dort aber auch wieder, ohne deine Einwilligung schicken wir natürlich keine Daten an Klar. Google oder ChatGPT. Ja. Das wäre nicht rechtens. Darf ich gerade die nächste Frage stellen diesbezüglich? Pause. Welche Daten greifen dir ab? Darfst du das sagen? Das ist nicht die andere Frage. Das muss ich sagen. Das Also, ist völlig, das ist völlig transparent. greifen dir überhaupt Daten ab? Wenn ja, Die Frage ist, was welche von verstehst du dem unter abgreifen? Also grundsätzlich, Wenn ich jetzt eingebe, ich fange am Zürichsee 1,10 Meter Hecht an diesem Standort, zu diesen Wetterbedingungen, auf die Angelart, mit dem Köder, ja. So, wenn ich einfach ich führe ein Fangtagebuch über euch, über Fischer. Finde ich mega geil übrigens, top. Also wirklich kann ich Kränzchen winden, es zieht mir alle Daten automatisch. Standard muss ich mir Mega. angeben, weil ich tue es an mich erst später eintragen, nicht gerade nach dem Fang. Aber wirklich geil, wie das funktioniert. Sobald ich die Zeit einstelle, den Ort einstelle, zieht es mir die Wetterdaten, echt ziemlich passend. ja, das ist cool, gell? Mega, also nein, ist wirklich geil. find's Ist wirklich total geil, ja. Mega. Und die Daten, die ich eingebe, was greift ihr dort alles ab? Die persönlichen Daten gehen wir davon aus nicht. Vergiss Frage ist, Catch and Release nicht. Das kommt noch dazu, genau. Die Frage ist, was verstehst du unter abgreifen? Also ich meine, die werden natürlich auf dem Server gespeichert, sonst könntest du sie nachher nicht anschauen. Und wie verwendet ihr die weiter? Nein, So. nein, also die Daten, die du eingibst, die gehören dir und die siehst auch nur du. Wir können die grundsätzlich nachschauen in der Datenbank, machen wir aber nicht. Also darf man nicht, macht man Ja, nicht. Das ist okay. so, das sind deine Daten, das sind deine Fanginformationen, das sind deine Fische mit deinen Standorten. Mit dem machen wir überhaupt nichts. Also das schauen wir auch nicht nachher heimlich an und gehen dann in den Spot, da müsst ihr überhaupt keine Angst haben. Das Das habe ich jetzt gerade Ja, sagen. Ich meine, das finde ich noch Nein, das machen was wir habt ihr nicht. davon aus, zu sagen, Wir- geil, ich kann den Spot schauen, den Nico da Das gerade bringt uns ja lesen. nichts. Und das Einzige, was wir machen bei denen, ist die speichern für dich. Das ist für dich als Nutzer, der die eingegeben hat, dass du sie nachher kannst anschauen und du sie für deine Auswertungen kannst brauchen. Ich glaube, das ist eine wichtige Kernaussage Hey, ich vom finde auch, ja. Fischer-App. Also Ja. es sind Sachen für dich, wo du kannst für dich speichern oder wo Fischer für dich speichert. Kann Ja. man so sagen, oder? Also Fischer für sich speichert. Ja, aber Die das, speichern es nicht für mich. Nein, eben, aber für jeden für Fischer sich für- selber. Genau. Also, weißt, Genau, jeder speichert die für sich, Genau. für sein Fangtagebuch, für seine Informationen, die er dort daraus rausziehen kann. Und das geht nicht in andere Hände. Die sind geschützt, die sind mit den geeigneten Sicherheitsmaßnahmen so geschützt, dass keine anderen Leute zugreifen können. Auch ich habe keinen Zugriff darauf. Der Robin, unser Backend-Developer, der könnte darauf zugreifen. Keine Angst, der fischt selber nicht. ja, eben, meine Nein, Frage ist, was bringt Wieso es sollte ihm? Also und wir dürfen da schlussendlich? gar nicht. Das ist, Ja, das ist ja. Unfug. Ja, ja. Nein, finde ich aber cool, finde ich ja wichtig so, weil ich glaube, das ist die Community doch auch wichtig. Vor allem, wenn man heutzutage so ein bisschen über Spot-Talk redet, dann ja, ist es sehr ein heikles Thema, vor allem bei uns in der Schweiz. In Holland weniger, aber in der Schweiz sowieso. Und Absolut, ja. Also da keine falsche Scheu, ihr könnt alles angeben, es ist überhaupt kein Problem, das ist wirklich in guten Händen. Auch die Information zum Beispiel, ob Fische wieder freigelassen werden, das heisst momentan noch Catch and Release. Momentan noch. Ich ändere es wahrscheinlich in Fisch zurückversetzt. Okay. Damit, Einfach eine reine Wording-Geschichte. ja, wegen weniger Scheuwirkung nehme ich an. Ja, es geht darum, dass ich das einerseits für mich möchte sehen, später aber, wenn es darum gehen würde, im Rahmen von einem Patent Fänge zu erfassen, ist das so, dass ich als Gewässerbetreiber, ich komme nachher noch ein bisschen mehr im Detail drauf, wie das ablaufen sollte, dass ich als Gewässerbetreiber, was Patent ausstelle, ich für Statistik. Und
wenn ich alle Fische kenne am Ende des Jahres, die mitgenommen worden sind, habe ich kein vollumfängliches Bild. Das ist die ganze Fangstatistik, die wird häufig beizogen, oder die wird beizogen, um zum Beispiel Besatzmaßnahmen zu machen, zum Rückschluss darüber zu ziehen, wie die Bestandesentwicklung ist. Und wenn dort die Fische fehlen, zurückversetzte Fische, dann Fälscht das Bild. ist das Bild verfälscht. Und was wir möchten, ist die Informationen anonym am Gewässerbetreiber zuholen, aber nur, wenn ihr innerhalb von Fischern ein Patent für das Gewässer habt. Und auch nur dann, wenn es quasi genug Leute hat, die so ein Patent haben, damit man die Fänge nicht auf euch zurückführen kann. Ja, macht Einfach so Sinn. kleine Schutzmaßnahmen sagen, hey, gebt die Daten, jeder Gewässerbetreiber sollte froh sein darum, eine Information darüber zu bekommen, dass diverse, zum Beispiel untermaßige Fische released worden sind. Er sollte auch froh darüber sein, wenn jemand sagt, dass 50er Forelle zurückversetzt worden ist, weil das hilft ihm, um seine Gewässerbewirtschaftung möglichst gut zu machen. Genau, und da, eben in dem ganzen Patentkonstrukt, wäre es dann quasi so, wie wenn ihr heute ein Patent hättet, stellt euch vor, ihr könntet auf eurem Zürichsee-Patent noch die zurückversetzten Fische aufschreiben. Die werden dann auch im Kanton gemolden, aber anonym. Man sieht nicht, dass die von euch sind. Schadet euch nicht, ist super cool für Gewässerbewirtschaftung. Finde ich geil. Geile Idee. Absolut. Was ich auch noch cool finde... Ja, geh noch. Nein, erzähl du. Wenn wir da gerade reingehen, jetzt haben wir vorne mal angesprochen, eben Zürich bringt eine App raus, wo man das Patent kaufen kann. Wann, wie, wo wird das verknüpft mit Fischer? Das stellt sich raus. Das ist sicher wenn die Zeit reif ist. Das wird sicher etwas sein, wo wir angehen. Wir haben verschiedene Fokus. Es gibt ja verschiedenste Systeme in der Schweiz, wie die Fischerei betrieben wird. Es gibt Privatgewässer, es gibt Bachgewässer, es gibt Patentgewässer. Und je nachdem wird das unterschiedlich gemanagt. Die Kantone haben da auch unterschiedliche Lösungen. Wir hatten lange das Konzept in den Revierkantonen, dass die Karten quasi zum Beispiel Pächter rausgeben und dass man Gewässerkarten kann irgendwo im Angelladen kaufen oder in der Bäckerei oder in der Tankstelle oder sonst noch jemand. Und auf der anderen Seite hast du die ganzen Patentkantone, wie zum Beispiel Schweiz oder Graubünden, wo du Karten kannst kaufen für den ganzen Kanton oder für einzelne Seen direkt beim Bund. Das heisst, der Verkäufer von einem Patent ist immer eine andere Person. Das kann eine Privatperson sein, das kann ein Pächter sein, das kann ein Organ sein vom Bund, also ein Kanton, irgendeine Fischerei- und Jagdverwaltung. Und das sind alles Anlaufstellen, die wir angehen wollen. Und das Problem, das ich vielleicht vorher schon ein bisschen angetönt habe, und auch deine Frage, die da dazugehört, ist folgendes. Wir haben ja bis anhin in verschiedenen Kantonen Lösungen. Wir haben in Graubünden schon sehr, sehr, sehr lange eine Lösung, die davon halten kann, was man will. Ich finde sie nicht so gut, aber also von der Umsetzung her, von der Grundidee ist natürlich hervorragend. Wir haben jetzt neu im Kanton Zürich eine Lösung. Und das Problem, das dort ist ganz einfach. Also jetzt Zürich und Graubünden haben 2 Apps. Jeder bringt eine App raus. Die Kantone dürfen sich nicht ohne weiteres absprechen und zusammentun. Das heisst, sie können nicht sagen, wir machen eine Bundeslösung für Patentverkäufe. Das funktioniert so nicht. Die Fischerei ist durch Kantone geregelt. Und ich möchte eigentlich vom Pfad wegkommen, dass wir am Schluss da stehen und wenn du beim Nico willst fischen, brauchst du Aargauer App, beim Oli brauchst du Zürich App, dann brauchst du Graubündner App, ich fische in 3 Kantonen, ich brauche 3 Apps. Das ist ein Chaos, also das ist brutal, völlig ja. dämlich. Das ist ein mega Pain. So. Und was auch geil ist, für alle die ein Fangbuch führen, viel Spaß beim alles zweimal erfassen. Richtig. Weil ihr müsst es nämlich einmal ins Patent schreiben, elektronisch, das heisst in die App rein, vom Kanton Zürich zum Beispiel. Und dürft es dann, wenn ihr wollt, nachher noch in eure Fangbuch-App eures Vertrauens, zum Beispiel Fischer, Genau. könnt ihr das auch noch drin Es erfassen. gibt nur das. Gibt nur das, genau. Es gibt noch mehr, aber Nein, es gibt Nein, es gibt keinen. Es gibt nur das. Es gibt ja, nur Fisch. Fischer ist natürlich krass. Das Beste. Absolut. Das Einzigartige. Das einzig Wahre. Ja. Genau, und
das ist so ein bisschen die Zukunftsangst, oder wo ich ein bisschen davon wegkomme. Ich finde, das ist irgendwie doof, das muss man anders lösen. Und das musst du jetzt Genau. angehen? Was wir machen, ist, wir sind auch an einer Lösung dran. Und zwar funktioniert die sehr ähnlich. Es ist auch kein Rocket Science, wir haben es nicht erfunden. Am Ende des Tages machst du einen Kaufvertrag, dass du in der App kannst das Patent posten. Du hast dann das auf deinem Handy. Das kannst du mit einem QR-Code anzeigen. Das ist ähnlich wie ein Covid-Zertifikat. Du kannst das jemand abscannen und sieht, dass es gültig ist. Du kannst deine Finger fassen, die werden dort drauf gemünzt. So, und jetzt, die Problematik ist halt eben die, du hast verschiedenste Systeme und am Ende des Tages reden wir immer vom Gewässerbetreiber. Das ist immer die Person oder die Privatperson, die juristische Person, die Staatsstelle, die in der Hoheit ist, um so Karten auszustellen. Und die gehen wir an, alle, und möchten ihnen das zeigen und unterbreiten und schmackhaft machen, um elektronische Patente anzubieten. Die noch keine Lösung haben und für die es auch keine geben wird vom Bund, wie zum Beispiel Privatgewässer, also vom Bund der Kantone, wie zum Beispiel Privatgewässer, die haben nicht so viele Optionen, für die wäre es vielleicht eine coole Sache. Für Pächter wenn man vielleicht auch mit Funktionalitäten, die ihnen etwas nützen. Eben Kanton Zürich hat jetzt eine Lösung, die anderen Kantone noch nicht. Dort wollen wir das denen auch schmackhaft machen und da ein bisschen, ja, jetzt nicht den Kanton vor den Kopf stoßen, aber wir wollen dort doch auch ein bisschen, sagen wir, Markt gewinnen, einfach mit dem Hintergedanken, dass wir am Schluss nicht mit 26 Apps im Hosensack dastehen. Das Schwierigste, wo ich denke, was an Herausforderungen da ist, ist sicher das Thema mit den Kantonen. Zürich macht jetzt eine App, wenn wir zu denen gehen und sagen, ja, wir haben auch eine App, dann sagen die, ja cool, aber unsere App ist gratis, die gibt es schon, wieso sollte man die nicht brauchen? Genau. Die haben ja schon investiert in die App in genau, dem die haben einen Haufen Geld investiert, wahrscheinlich viel zu viel. Ja, wieso? Wie man das bei Staatssachen so kennt. Ja. Genau, dort wäre es allenfalls eine Option, dass man sagt, man macht zum Beispiel eine Schnittstelle, dass wir sagen, wir ziehen das Patent auf die gleiche Art und Weise ziehen, wie sie es in ihre eigene App ziehen. Und wir geben ihnen zum Beispiel auch die Fänge genau im gleichen Format zurück. Dass wir eigentlich sagen, wie du heute verschiedene Verkaufsplattformen hättest und ich Patent kann bei der Jagdverwaltung selber abholen, ich kann es bestellen und ausdrucken, ich kann es im Hebise posten. Hätte ich nachher auch eine zweite Plattform, wo ich die Patente kaufen kann und im Hintergrund ist das zum Beispiel angehängt quasi. Das wäre so eine mögliche Ziellösung, weil von einer eigenen App abkommen werden sie sicher nicht, sie brauchen die auch. Das ist auch nicht zu vernachlässigen, die haben ja nicht nur eine App gebaut, die haben ja auch hinten dran ein Haufen Systeme, wo die Daten reinkommen und angehören. Das ist auch nicht nur für die Fischerei, also die EFJ2-App von Zürich, die ist auch für die Jagd, wo man gar keine so Lösung hat sonst. Und die ganze Infrastruktur, die sie sich jetzt da aufbauen haben, die brauchen sie natürlich auch. Und das macht auch Sinn für sie, dass sie das so handhaben. Das steht ja außer Frage. Aber darum, es ist kein, wenn es dort auch drin und das wegnehmen oder irgendwas, das ist sicher nicht möglich und auch nicht die Idee. Es geht mehr darum, dass wir wollen, Alternativen einfach auch eine Plattform bieten, um den Leuten die Bequemlichkeit geben, alles in einer App zu verwalten. Das ist unser Hauptziel. Hätte ich jetzt ein kleines Pachtgewässer im Aargau mit, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach 10 Karten, also am Tag, könnte ich jetzt zu dir kommen und sagen, hey Siro, ich will deine App nutzen. Ja. Und das wäre ready, du wärst parat, oder ihr wäret parat, wie auch immer, dass wir dann die App nutzen können, das Ganze können überspitzen und sagen, geil, in 2 Wochen sind die Patente fertig auf der App. Genau, das ist eigentlich das neueste Feature mit der ganzen Patentlösung, wo wir jetzt die letzten Monate daran gebaut haben. Und wir sind das aktuell am Pilotieren und Testen. Das heisst, wir haben Pilotteilnehmer, Gewässer, die das mit uns ausprobieren, wo wir verschiedene Kartentypen verkaufen, Gastkarten, Tageskarten, Saisonkarten. Und sobald das verhebt, ja, klar, also da könnt ihr mit eurer Pacht vorbeikommen und da können wir euch das aufsetzen. Das heisst, ihr könnt dann auch eure Patente anbieten an eure Vereinsmitglieder zum Beispiel. Nur die sehen das auch, andere Leute sehen das gar nicht, dass die dort eine Karte kaufen können.
Und dann erfassen die Fänge in der App, ihr kriegt das alles als Pächter oder als Gewässerbetreiber elektronisch auf einem Dashboard im Browser rein, könnt das exportieren, ihr kriegt eine Übersicht, eine Zusammenfassung, die ganze Zahlung ist abgewickelt, der ganze Papierkrieg ist weg, ihr müsst keine Karten drucken, ihr müsst die nicht verschicken, ihr müsst nicht irgendwelche Adresslisten bespassen, ihr müsst nicht den Leuten nachrennen, wenn die endlich mal zurückgeschickt werden, weil es auf dem Zettel steht 15. November und das ist im Fall schon gewesen. Ihr müsst nicht Buchhaltung irgendwie kompliziert machen, ihr müsst nicht die Fänge, die die Leute bei Wind und Wetter mit einer Sauklaue aufs Papier gehauen haben, rausrätseln, Nur schon das sollte ein Argument sein. Ja, ganz klar. Ja, und vor allem auch die Einfachheit für die Mitglieder. Nein, Ja, heutzutage krass, hat jeder ein also, Smartphone dabei. Punkt. Das ist unabdingbar. Ja, genau. Und du hast halt, also ich finde es wirklich krass. Also ich meine, das Kanton Zürich ist, was die Patentes haben auf einem Zettel. Das ist so ein Anti-Nasspapier, da kannst du nicht gut draufschreiben mit der Kugelschreiber. Richtig. Aber auch zum Beispiel bei uns, ich fische an der Tour im Toggenburg, wir haben 300 Karten. Also es sind 300 Büchlein und da muss ein armer Sieg, sorry, falls du das hörst, der muss das Zeug zusammenziehen und ein Excel machen. Und der hockt einen Tag da, Büchlein für Büchlein, geht durch und töckelt jede einzelne Fisch, der da reingetreten ist, töckelt der ins Excel rein, macht sich irgendeine Auswertung, das ist ein Aufwand, der ist fehleranfällig und unnötig. Hey, falls irgendjemand, der da den Podcast zulässt, Marc, in einem Vorstand ist, was ist die Motivation für euch, dass ihr das alles noch auf Papier habt? Dass ihr das alles nicht irgendwie, ich meine, die App gibt es ja nicht erst seit gestern, ist vielleicht nicht allen bekannt, okay, kann ich noch verstehen, aber was ist der Grund? Also es würde mich mega wundern, warum dass man das noch so macht. Ich kann nicht sagen, ich kenne ganz neue Pächter und bin in einem regen Austausch mit verschiedensten Leuten. Es fehlt an Lösungen. Also es gibt die... Ihr habt ja die Lösung, ihr habt sie ja Pfanne fertig. Ihr habt sie auf dem Silbertablett. Ja, aber nicht vor einem Jahr. Oder? Also, ja, das ist jetzt neu, dass das Pfanne fertig auf dem Silbertablett ist. Okay. Das Ding ist, es fehlt an Möglichkeiten. In der Regel, also korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ihr Lust habt. Aber am Ende des Tages hast du heute nicht die Option, um das irgendwie gescheit zu machen, dass das verhebt. Ich habe lustigste Lösungen gesehen, also vom Mailversand, ich glaube Seals jetzt zum Beispiel, kannst du Zeug irgendwie einschicken per E-Mail oder irgendwo uploaden, die Fangstatistik. Ich kenne Leute, die machen das mit Eventfrog, wenn sie Tageskarten verkaufen. Dann habe ich auch ganz Freestyle-Lösung gefunden. Okay. Und das ist halt immer so ein bisschen, wie der Huhn noch eins ist. Du löst nicht alles zusammen. Also du hast nicht den ganzen Prozess automatisiert. Du hast in der Regel hast du dann eben zum Beispiel den Kartenverkauf. Und da kannst du die Leute am Gewässer mit dem Eventfrog-Ticket quasi schauen, dass die ein Patent haben. Aber du kannst im Eventfrog nicht in die Fänge fassen. Oder? Das heisst, das ist nur so halb fertig. Also es bringt dir wie keine ganzheitliche Lösung. Ja, schlussendlich musst du gleich noch dran hocken und alles. Genau, das ist das, was wir anstreben, ist eigentlich eben eine ganzheitliche Lösung zu haben. Dass du das Zeug kannst reinhauen, du hast dort die Regeln drin, die Leute sind informiert, du kannst dort Informationen mitgeben, die kaufen das Ding selber, die spitzen ihre Daten selber ein, wenn sie etwas fangen. Du musst nichts machen, es wird einfach alles erledigt und gut ist. Jetzt nimmt es mich noch Wunder, hast du noch eine Frage so dazu? Richtet sich einfach an die Community. Aber es stellt zuerst deine Frage. Ja, nein, hau sie raus. Was kann Fischverrückt-Community machen, dass, ich finde, was eure Vision ist, euer Weg, wo ihr angehen wollt, finde ich, ist zeitgemäß und müssen wir unbedingt angehen in der Schweiz. Was muss passieren, dass eure App einfach viel lauter und auf jedem Smartphone, bei jedem Fisch, der in der Schweiz ist? Was können wir tun von unserer Seite? Es muss ja, glaube ich, Support kommen, dass ihr auch könnt sagen, hey, look, so und so viele Leute nutzen die App. Hey, ich bin froh über jeden, der die App nutzt. Darum will ich nicht machen, wenn ihr keine Leute sind mit grossem Einfluss. Also wenn du jetzt der Präsident vom Schweizer Fischereiverband bist, vielleicht hörst du ja zu, hit me up. Wäre hure geil. Ja, der Leute bin nachher auch am Nein, als normaler Fischer, was willst du machen? Ich meine, am Ende vom Tag, wenn ihr es unterstützen wollt, ich freue mich riesig, nutzt die App, tragt euch Fänge, zeigt es Freunden, zeigt es am Gewässer, anderen Leuten, wenn ihr Lust habt.
ist eine coole Sache, es kommen immer mehr Features drauf. Und ich glaube, langfristig kriegen wir da eine richtig geile Lösung. Das Ziel von uns ist, wie der Oli das vorher gesagt hat, jeder sollte es im Sack haben. Es soll eigentlich Selbstverständlichkeit sein, wenn du in der Schweiz fischerelich unterwegs bist, dass du die App hast. Einfach weil sie dir auch Mehrwert bietet. Das ist ein bisschen unser grosses, übergeordnetes Ziel. Also schau, wir haben einfach ein Ziel, Nico. Wir haben mindestens 500 Zuhörende. Ja. Von diesen 500 müssen mindestens 500 das App abladen. Nein, sorry, anders geht es nicht. Ja. Hey, es wäre natürlich schon ganz geil. Also meine, klar kann ich ja verstehen, nein, ich kann nicht die Leute verstehen, wenn sie sagen, hey, ich will meine Fänge nicht eintragen. Wo ich muss sagen, ja, okay, kann ich verstehen, aber die App ist ja viel mehr als ein Fangtagebuch. Die App kann auch viel mehr als ein Fangtagebuch. Und schlussendlich hast du früher oder später, musst du ja eigentlich die App haben, oder eine App zumindest haben. Und stellt sich mir einfach die Frage, warum nicht die Fischer-App? Ich meine, eben, wie ich vorher schon gesagt habe, Stand heute ist die App ready, dass wenn du da aussen ein Gewässer hast, dass du eigentlich kannst sagen, hey, ich will. Für mich ist noch ein wichtiger Punkt, was kostet das schlussendlich der Pächter? Ist das individuell? Ist das gar nichts? Ist das, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Redest du drüber, redest du nicht drüber? Musst auch nicht, wenn du nicht willst, kein Thema. Eben, wir sind das am Pilotieren und die ganze Kostenfrage, die sind wir am Anschauen. Am Ende des Tages ist es für uns sicher wichtig, dass wir kostendeckend sind. Wir haben Kosten und die müssen wir irgendwie behändigen. Also, das heisst, wir brauchen irgendwas dafür, das ist sicher so. Wie viel das genau ist, das kann ich so jetzt noch nicht sagen, das haben wir noch nicht final definiert. Einfach, dass ihr eine Idee habt, was an Kosten anfallen. Das ist, wenn ihr zum Beispiel ein Patent kauft, dann zahlt ihr das neu natürlich nicht mehr mit Bargeld, sondern das zahlt ihr mit Twint oder mit Visa oder mit Google Pay oder irgendwas. Und nur schon für die Transaktion zum Beispiel gibt es Gebühren. Die sind unterschiedlich hoch, der Nico kennt das bestimmt. Yep. Genau, die sind unterschiedlich. Zum Beispiel Visa sind irgendwie 2,5% plus 30 Rappen. Twint ist 1,3% vom Verkaufspreis. Je nach Bezahlsystem natürlich. Genau, das Bezahlanbieter kann ein bisschen variieren. Genau. Aber es gibt sicher Kosten. Und die, wenn wir sicher entdeckt haben, wir haben selber auch noch Kosten. Unsere Daten sind nicht in einem Excel, die sind auf einem Server, der muss laufen, der muss da sein, der braucht Strom, der hat Durst und Hunger, der arme Sieg. Genau, hinter braucht mal ein paar neue Schuhe. Mal ein neues Cap. Ja, einen neuen Hut. Neue Köder. Nein. Nein, aber der Server braucht auch gewisse Ressourcen. Und das müssen wir auch tilgen. Das sind auch mehrere 100 Franken im Monat, die wir momentan einfach aus dem eigenen Sack zahlen. Und das Ziel ist sicher mal, dass man so Sachen abdecken kann. Also ich meine, die App kostet ja schon nichts. Die App ist ja gratis. Ja, also genau, das ist sicher nur schon, erwähnenswert. nur schon das. Nur sie schon ist das. nicht nur gratis, sie ist auch werbefrei. Sie ist auch, ja stimmt, ich habe auch schon gefragt, ob ich Werbung drauf machen kann, habe ich nicht dürfen, von dem her, sie ist werbefrei, sie ist gratis, also es ist eine App, ihr könnt die nutzen, ich nutze die sehr, sehr gerne fürs Fangtagebuch und vor allem das Geile finde ich, es gibt immer so Fun Facts. Das ist sicher auf dem Mist vom Zero gewachsen, bin ich überzeugt, was irgendwie heisst, du hast insgesamt 9,69 Meter Hecht gefangen. Yay. Ja. Du hast insgesamt 59,26 Kilogramm Hecht gefangen. Cool. Also, ist geil, ich find's cool. Du kannst die Mondphasen anschauen, wenn du die gefunden hast. Wenn du die meisten Fische gefangen hast, so. Anzahl Fänge nach Wetter, wie ich gesagt habe. Also, ich find's wirklich geil. Ich finde es ganz eine geile App. Ich vergesse es auch zum Eintragen. Ich muss denken, oh shit, da habe ich auch noch einen Fisch gefangen, warte, muss ich noch schnell eintragen. Aber vielleicht liegt es daran, weil ich einfach wenig gefangen habe. Und ich denke immer, fuck, ich will noch ein Reel machen für Fischer. Und dann vergiss ich es auch wieder einzutragen. Ja, hey, aber was ich noch will sagen ist, hey, wie der Siro da gesagt hat, sie verdienen keinen Rappen da, sie machen das alles in ihrer Freizeit, sie arbeiten nebenbei, nehme ich an, alle 100%, machen das wirklich neben Fischen, wo ein Hobby ist, machen das noch als Hobby. Ich finde immer, so Sachen muss man supporten, wie auch unser Podcast. Ich meine, wir verdienen nichts daran, wir machen es einfach immer Freude daran haben. Ich nehme an, das ist bei euch genau das Gleiche. Und ich finde, so etwas muss man einfach viel mehr supporten. Wir verdienen auch nichts daran, dass wir jetzt Fischer-App so supporten. Das soll auch gesagt sein. Also es ist nicht irgendwie ein Abkommen oder irgendwie eine Werbung oder weiss der Teufel was, überhaupt nicht. Der Siro ist unser Gast. Wir verdienen Zuhörer durch das, was natürlich sensationell ist.
Darum, hey, alle, die hier im Raum hocken, möchten das einfach für euch, für uns, für Fun, einfach Für unser Hobby. Weil wir es gerne machen. Ja. Absolut. Darum unbedingt, also ich bin auch dafür, supportet das, ladet die App ab, spielt mal ein bisschen damit rum. Wenn ihr Fragen habt, bin ich überzeugt, über das Kontakt-Ding könnt ihr mit dem Zero Kontakt aufnehmen. Ja, ganz einfach. Ich könnt einfach in der App rein. Übrigens auch, falls da Pächter oder andere Gewässerbetreiber sind, die Interesse haben an einer Lösung für ihre Patente, um die elektronisch zu machen. Ihr könnt einfach in der App auf die Einstellungen rechts oben und dann könnt ihr mir dort einfach auf WhatsApp schreiben. Ganz unkompliziert. WhatsApp reinsliden, kurz sagen, wer ihr sind, was ihr wollt. Schreibt uns auf WhatsApp. Ich freue mich über alle, die schreiben. Also auch wenn ihr irgendwie ein Feedback habt oder so, einfach rein damit. Das ist immer eine gute Sache. Wir schauen das immer sehr gerne an. Und freuen uns, wenn die Leute mitdenken und dabei sind. Ja, sowohl Lob als auch Kritik ist beides cool für uns. Wir wachsen daran. Nehmt, was wir bekommen. Perfekt, wie es muss sein. Ich habe jetzt übrigens gerade geschrieben. Sehr gut. Genau. Ja, dann haben wir irgendetwas vergessen. Hast du noch etwas erzählen? Hey, ich habe noch eine Frage. Ja, Ich weiss nicht, ob du die sagst. Musst du auch nicht sagen, wenn du nicht willst, aber 7. 7 Downloads. Wie viele Downloads haben wir? Kann ich so gerade aus dem Stand greifen nicht sagen. Ich hätte geschätzt etwa 1'500. Wow, Ungefähr. schon. Ist okay. Also eben, ich meine, es bringt uns grundsätzlich nichts. Wir freuen uns einfach über Downloads, Ja, einfach weil die App dann bekannter wird. Genau. Das macht uns Spass und gibt uns Motivation und Energie zum Weiterbauen an coolen Features für euch. Absolut. Das Potenzial ist sicher noch grösser. Also ich gehe davon aus, es gibt sicher auch ganz, ganz viele Leute, die die App auch noch gar nicht kennen, weil wir machen momentan auch keine Werbung und haben auch sonst nicht grossartige Massnahmen, um es zu vertreiben. Ist vielleicht auch noch eine coole Sache. Also die 1'500 Leute, die sind zustande gekommen durch Weitersagen, durch Zeigen, durch ein bisschen vielleicht auch Instagram, einfach von Posts und so, wo man das mal mitbekommen hat. Ich glaube, bei mir war es Instagram. Ich glaube, ich bin über Instagram dort mal von euch gekommen. Das ist gut möglich, ja. Ich könnte es aber nicht mehr genau sagen. Planen wir mal noch Werbung im grösseren Maß? Also was wir nicht planen, ist Werbung in der App, aber du meinst sicher, dass wir Werbung zum Beispiel Schweizer Schweizer Sportfischermesse zum Beispiel ist, glaube ich, Place to be. Ja, doch. Also, wir haben ganz am Anfang gefunden, wir müssen jetzt das noch nicht gross breit treten. Lass uns mal gescheite Features bauen und den Fokus dort drauf legen. Langsam aber sicher ist der Zeitpunkt schon da, wo wir uns ein bisschen rausgetrauen und mal die Werbetrommel rühren und mal ein bisschen laut sein und die Leute auf uns aufmerksam machen. Unbedingt. Habe ich auch das Gefühl, ja. Ich glaube, so mit dieser Lösung, wenn ihr sie jetzt habt, so wie du jetzt du gesagt hast, why Hey, not? und Gespräche findet ja noch statt, so wenn ich dich verstanden habe. Also, es sind da Lösungen dran, dass man Kanton Zürich zum Beispiel schon mal verbindet. Ja, danke vielmals, Siro. Ich glaube, wir haben sehr viel über eure App gesprochen, warum es wichtig ist, dass alle von der Fischverrückt-Community das App abladen. Haben wir etwas vergessen? Ich glaube nicht, wir haben sehr viele Sachen angeschaut. Es war auch sehr interessant gewesen. Und das Einzige, was mir noch bleibt zu sagen, ist vielleicht noch wichtig. Ich bin häufig ein bisschen das Gesicht vom Ganzen. Ich bin jetzt ja auch da im Podcast. Ihr verbindet das vielleicht mit mir. Wir sind aber nicht nur ich, sondern noch 2 andere Leute. Und darum an dieser Stelle auch noch einen ganz grossen Shoutout an die anderen 2 Macher hinter dieser App, an Pascal und an Robin, die auch super viel von ihrer Freizeit investieren in das Ganze und mithelfen, dass es eine super Sache wird. Ja, Applaus ist angebracht, Nico, danke. Ich würde meine. Nicht zu früh, nicht zu spät, von dem her. Ja, das ist echt cool. Also bin ich mega dankbar, weil allein würde es nicht gehen. Das ist vom Aufwand her nicht tragbar. Ja, ich finde es mega cool. Ich finde es wirklich eine coole Geschichte, die ihr da macht. Alle 3. Vielen Dank für die Arbeit. Merci, ja. Merci an dieser Stelle und ich bin sicher ein grosser Unterstützer von Fischer. Genau. Hey, ich ebenso. Das freut mich. Ich auch. Dann, Siro, können wir dich leider heute nicht gehen lassen, wenn wir das nicht spielen. Die Community schreit an und das ist entweder oder. Zum Glück habe ich dich, Siro, vorher gefragt wegen der Nervosität. Wie steht es jetzt? Vorher ist es so ein bisschen, ja, easy. Und jetzt? Aber noch ganz okay. Mal schauen, was für Fragen das kommen. Es sind 5 Fragen, knifflige. Meinst du? Normalerweise sind es immer 3, Genau. aber wenn wir einen Gast haben.
Und bei dir sowieso. Sind's ein bisschen mehr. Eigentlich sollte man bei dir 6 machen. Also machst du 6. Weil der Wow. Nico hat keine, sind alle von mir. Ja, Also du darfst auch meine Fragen stellen, Nico. also fangst du an. Nein, fang du an, ich will die nächste stellen. Also ich fange jetzt auf die zweite, oder? Also so können wir es auch machen. Nein, alles gut, nein, alles gut. Hey Siro, Stör oder Bachforellen? Boah. Ich habe gewisse Kriege mit dem. Ja, der Oli weiss, dass ich einen Stör gefangen habe. In Kanada. Und es ist so ein schöner Fisch. Es ist absolut fantastisch gewesen. Mega cool. Also ich weiß nicht, die wenigsten werden wahrscheinlich einen Stör schon mal gefangen haben. Mega cool, dass ich das machen konnte. Mega schöner Fisch. Ist leider ausgestorben in der Schweiz, unser atlantische Stör. Aus gleichen Gründen wie auch der Lachs und so nicht in der Schweiz rum sind. Ich würde mich aber natürlich für die Bachforelle entscheiden. Das ist meine grosse Liebe. Ah, was? Mit dem wäre ich jetzt nie gegangen. Wirklich. Ja, ich dachte, du wärst ein Stör. Ey, wenn es Ja, ich darum auch. gehen würde, nie mehr Bachforellen fischen, dass der Stör wieder in der Schweiz kann Fuß fassen kann, wäre ich gerade down dafür. Aber Kannst du die Frage notieren, für das nächste Mal kommt? ja, da würde ich mich opfern tatsächlich für den Stör. Aber sonst einfach die Fischerei auf Bachforellen bei uns in der Region, das ist der Schweizer Fisch schlechthin. Auch die verschiedenen Arten, die wir haben. Einzigartig in Europa. Und das würde ich nicht missen. Das darf ich noch eine Frage einfach so einrühren? Nicht mehr Natürlich. Fischst du lieber mit Trocken oder mit... Also Trockenflügen oder Nymphen? Trockenflüge natürlich. Schon, es ist schon geil, wenn du den Biss siehst, gell, wenn du so... Das wird dir jeder gleich beantworten. Das ist cooler mit Trockenflügen, ist aber nicht immer die Sachlage. Also Ja, vielmals läuft nichts Topwater, dann kannst du natürlich Trockenflüge fischen, macht auch Spass. Ist cool, kannst geile Würfe machen, aber der Fangerfolg ist dann eher auf den Nymphen. Da musst du halt für dich schauen, was du willst. Also ich gehe durch auch schon mal los mit den Trockenflügen, obwohl ich weiss, sie kommen mit den nicht Nymphen wäre es besser, aber ich habe Ja. gerade Lust zum Trockenflügen fischen. Und vielleicht kannst du gleich gut zurückkommen. Ja, es kommt dann doch immer wieder mal ein Überraschungsbiss. Bleiben wir doch gerade beim Flügenfischen. Bambusrute oder Hightech-Carbon? Ich habe tatsächlich noch nie mit einer Bambusrute gefischt. Darum kann ich dir das gar nicht so genau sagen. Meine Routen sind alle aus Carbon oder ähnlichem. Und wäre sicher mal spannend mit einer Bambusrute. Ich glaube, mein Vater hat noch irgendwo eine rumliegen. Aber weil ich es nicht kenne, würde ich einfach mal sagen Carbon. Darf ich 2 Fragen übergumpen? Ja. Also, tust du lieber fischen oder lieber App entwickeln? Oder weiterarbeiten an der App? So. Das ist auch schwierig. Ich habe zum Glück Zeit für beides. Es ist entweder oder. Ja, also ich würde jetzt entscheiden, was ich mache, dann würde ich wahrscheinlich weiterhin fischen gehen. Aber ich opfere gerne einen Teil von meiner Fischerzeit dafür, um für euch coole Features zu bauen. Grosse Gewässer oder versteckte kleine Bäche? Versteckt die kleine Bach. Warum? Das habe ich gedacht. Ganz eindeutig. Ja. Das habe ich gedacht. Das Warum? Ey, weil die sind interessanter. Also du hast dort eine grosse Vielfalt, du hast spannende Stellen, du hast ganz andere Fischerei, du musst unauffällig sein, du musst ein bisschen anschleichen, hast schwierigere Würfe. Und das ist etwas, was mich reizt, als einfach im See oder in einem riesigen Fluss ein bisschen rausgeiseln. Geisel. Unabhängig von der Geisel. Sehr gut, sehr gut. Das sage ich eben auch. Geisel. unabhängig von der Fischart. Also natürlich gewisse Arten gibt es nur in größeren Gewässern, das ist klar, aber wenn ich jetzt müsste festlegen auf etwas, dann würde ich schon eher in kleinen versteckten Gewässern fischen. Okay. Durch das, dass der Oli ja all die 5 Fragen rausgesucht hat, überlasse ich die letzte Frage auch, Oli. Fisch von deinem Leben oder die perfekte Angelgeschichte? Was ist eine perfekte Angelgeschichte? Ja, du hast vorhin im Off erzählt, ihr habt Seven vs. Wild so ein bisschen nachgelebt. Fände ich jetzt auch eine geile Angelgeschichte, wenn ihr jetzt Fisch gefangen hättet. Über wir haben nicht gefischt, aber nein, also ich würde schon eher den Fisch von meinem Leben fangen. Also es kommt immer wieder, also ja, wie soll ich sagen? Das Ding ist, am Ende des Tages geht es mir darum, ein Erlebnis zu haben für mich in erster Linie. Oder ich meine, darum gehen wir all das Wasser, nicht für jemand anderes, sondern für sich selber, damit wir können, Spass haben und das Hobby ausleben. Und eine geile Angeschichte, die du dann kannst erzählen, ja, ist sicher cool und lustig,
aber am Ende des Tages freue ich mich natürlich, wenn ich erfolgreich bin und einen schönen Fisch fange. Okay, Cool. ja. Das Hey. wäre es eigentlich schon gewesen. Du hast es Genau. überstanden. Auch etwas, was wir noch machen müssen, aber ich glaube, aus zeittechnischen Gründen kürze ich das ganz schnell ab. Wir haben noch eine Umfrage sozusagen gemacht, wer heute als Gast bei uns im Podcast wird sein. Es haben sehr viel mitgemacht, danke schon an dieser Stelle. Der Siro wird jemanden da erkoren, der die Nambada Hexaköder gönnt. Ich schicke dir per WhatsApp alle Screenshots und du darfst dann jemanden erkoren, der die gewonnen hat. Ah, sehr gern. Also was ich da noch muss loswerden, der Siro schreibt man nicht mit Y, man Ja. schreibt ihn nicht mit H am Schluss, Und sondern nicht mit Z. genau, man schreibt ihn, wie man es sagt, oder? Ich verstand, S-I-R-O, oder? Richtig. Wie man es sagt. Wieso Genau. macht das jemand? Jawohl, du wirst es dann sehen. Ja, krass. Schämt euch. Wow, das ist jetzt nicht von mir gekommen. hä? Nein, Dann Spaß. Ich ist habe es so euch ein bisschen wie trotzdem uns lieb. üblich. Ich weiss nicht, ob du auch etwas dabei hast, aber meistens, wenn Gäste zu uns kommen, haben die noch etwas für unsere Community. Genau. Absolut, so ist das auch da. Und zwar kann ich euch natürlich kein Produkt geben, weil unser Produkt könnt ihr gratis abladen. Aber was wir euch geben können, ist ein Hut, und zwar ein Snapback und eine Winterkappe. Und ich möchte gerne im Namen von uns 3 Fischerentwicklern an euch so ein Paket mit einem Snapback und einer Winterkappe verlosen. 5-mal. Wow. Ja, klar. 5 Mal. 5 Mal. Mal. Nicht nur einmal, er nimmt nicht Ja. nur einfach ein Paket mit, er nimmt 5 Pakete. Stark. Sag stark. Gell? Und falls ihr euch jetzt fragt, wie ihr das könnt gewinnen, das ist ganz einfach. Und zwar schreibt einen Kommentar unter dem Podcast. Und zwar möchte ich von euch wissen, einerseits, seit wann ihr die App habt. Dürft ihr ehrlich sein, auch wenn ihr sie erst gerade jetzt abgeladen habt, das freut mich auch. Und auch ganz wichtig, würde uns interessieren, was fändet ihr für coole Features in Zukunft? Das heisst, was fehlt euch auf der App, was fändet ihr geil, wenn das auch ein Feature wäre, wo man bei uns auf der App könnt benutzen. Perfekt. Cool. Denkt dran, ihr habt im Podcast, glaube ich, noch irgendwie 140 oder 150 Zeichen. Schreibt sie, wenn es länger geht, schreibt es in den Podcast hier und tönt uns aber gleich den ganzen Text noch per Insta, Mail, was auch immer zukommen lassen. Aber schreibt es in Podcast-Kommentare, das ist wichtig. Dann, Siro, wir haben noch etwas für dich. Und zwar eine Einladung. Ah, ja genau. Nico, Ja. willst du droppen? Ich habe mich Hey. doch schon eingeladen, ich bin da. Wir haben Nochmal eine Einladung. am 7. Dezember haben wir unser Jubiläum. Das Uns- weiss die Community auch noch nicht. Genau, uns gibt es 1 Jahr Fischverrückt, also ja, eins. Ein Jahr, krass, Mann. Ist richtig geil. Wir haben über 20 Episoden in dem Jahr gedroppt und wir haben, ja, ich glaube, die Zuhörerzahl ist Tendenz steigend. Also nein, ich glaube es nicht nur, ich weiß ist es. steigend. Ich finde das mega geil. Wir haben bei der ersten Episode vor allem haben wir Aufrufe, das noch und nöcher. Finde ich hure geil. Wir haben insgesamt mega viele Aufrufe. Danke vielmals an dieser Stelle. Und ich glaube, das hat auch an dieser Stelle für euch einen fetten Applaus verdient. Aber das ist ja nicht genug. Das ist ja nicht genug, Okay. wo wir euch geben wollen, sondern am 7. Dezember, das ist ein Samstag, tun wir ein paar Gäste, also eigentlich all die Gäste, die wir bei uns bis jetzt das Jahr im Podcast hatten, einladen. In eine geile Location und zeichnen dort einen Podcast auf. Und Siro, es würde uns mega freuen, wenn auch du am 7. Dezember dir könntest die Zeit nehmen, um mit uns gemütlich zu Nacht essen und nachher den Podcast aufzeichnen, wo wir dann auf YouTube werden streamen. Das ist ja mal eine Ansage. Von dem her, der Vielen 7. Dank für die Dezember, Einladung. fett in der Agenda anstreichen. Ich hoffe, du hast Zeit. Und ja, würde uns freuen. Ja. Und an alle anderen ab dem 7. Dezember. Ich weiss noch nicht, wenn die Folge rauskommt. Das wird sehr wahrscheinlich auch ein bisschen eine feuchte Nacht. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Es wird nicht gerade am Sonntag der Podcast rauskommen, aber am Montag oder Dienstag werdet ihr die Jubiläumsfolge hören. Wir werden zurückschauen auf das Jahr, werden auch sicher lustige Anekdoten noch erzählen. Wir haben auch ein fettes Gewinnspiel. Wir haben ein sehr, sehr fettes Gewinnspiel. Absolut. Wir wissen noch nicht genau, ob die Episode oder ob der Podcast dann wird live übertragen werden, zum Beispiel auf Twitch.
müssen wir uns noch ein bisschen absprechen, wie und was. Die Idee hat man. Die Location ist geil, die Location würde es mega gut Location zulassen. steht. Ja, Das Menü steht zum Essen. Das Datum steht, das Bier steht. Hoffentlich kühl. Von dem her, ja, würde uns mega freuen, wenn ihr würdet dabei sein. Und ja, hey, wenn ihr Zeit findet, haut solche Kommentare, ob wir das live streamen oder nicht. Da können wir auch ein bisschen abwägen. Jawohl. Und ich sage, Siro, schön bist du bei uns im Podcast gewesen. Vielen herzlichen Dank, hast du von deiner Vision, deiner App erzählt. Absolut. Mega cool, dass ihr eure Freizeit macht. Das ist nicht selbstverständlich. Jemand, der etwas mehr macht für unser Hobby. Genau. Danke. Danke vielmals, Siro. Danke vielmals, Fischer. Danke vielmals an die Community. Und dann würde ich sagen... Wir sind draußen für heute. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!